Schluch, du Grintix. Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sag mir's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Ist da erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterher gibt. Mein Gott, ey. Manchmal musst du echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf der Zeit. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt. Weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo du mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Weil wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Oh, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war...
Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant. Gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ah, wieder in die Lore, leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Okay, ich glaube, nach dem heiligen Stream werde ich einen Cooldown von. Einen Cooldown einmal dezent aufgetan. Das wird. Ich glaube, die Puppe hat er ziehen lassen. Er ist auch ein Trompetenkäfer draufgestiegen. Wenn jetzt so die Wache nicht stand, Uli. Ich dachte, deine Gitarre so ins Gesicht einhauen, dass 3 Bar Schutz zum Bremsen braucht. Das darfst du auch nicht mehr. So, was nochmal? Geplant ist heute noch eine Kellererweiterung, seitlich noch ein Raum mehr und eventuell noch ein extra Stauraum. Hau ab jetzt! Wenn ich meinen Chat lese. Geht doch. Da kannst du nicht einmal 5 Minuten zusammenreißen in der Öffentlichkeit, ha? Sag einmal. Du stell dir vor, du lässt den da drin vornehmen, dann ist aber... Ne, dann kracht's. Das war ganz gewaltig. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem... Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen... Also, du sollst... Ist im Bereich des Möglichen, dass du ein wenig behindert bist? Grüß Gott beieinander. Geht da was? Irgendwas? Zieh doch an der Tierklinken ab, bist du dumm oder was? Aber dein Schuss doch aus mir, oder? Ja, den... Wo? Was? Wo? Ah, warte mal, da gehst her. Okay, bruh. Ich hab das... Da habe ich jetzt einmal gleich das Fassel erlaubt, aber dass das so massiv... Okay, der kann das wer klippen, bitte. Der war jetzt nicht schlecht. Jassi, wie oft laufst du eigentlich in so Fallen rein? Ich laufe irgendwie in jede 2 mehr, ich weiß auch nicht. Pass auf, da hinten war der Schlüssel, wo es weitergeht. Mega lustig. So, einen wunderschönen Mittwochabend beieinander. Habe ich die Birgit, habe ich die Panzerknocker. Grüß Gott bei euch. Euch, nicht bei euch. Euch, grüß Gott euch. Wie geht's, Henk? Alles zauberhaft, Henk.
wie ist euer Mittwoch gelaufen? Wie ist eine Woche gelaufen bisher? Ne? Haben wir den Schock vom Montag schon verdaut? Ist die Frage. Ne? Ist der Puls wieder normal? Ne? Noch mehr diesen Stream am Montag. Ja? War intens. War intens und bleibt wahrscheinlich intens, wenn es mich fragt. Aber gut, gehört dazu im Horror-Oktober, gell? Das macht man ja. Ja. Heute machen wir es wieder ein wenig entspannter. Ne? Heute spielen wir gemütlich Resident Evil. Hätte ich schon fast gesagt, gut. Ne? Also ich hab mit einem Prof geredet, gut. So, im Voice vor ein paar Tagen. Und ohne Scheiß, ich habe wirklich festgestellt, wenn du halt Madison spielst, ist riesiger Kindergeburtstag. So für deine Psyche, generell für dein Befinden während dem Spiel. Also, weiß ich nicht, riesig ist Vergleich einfach dazu einfach nur Actionspiel. Aber unsere Katzen heute zerstört, sie pennen und sind alle Pflicht heute erfüllt. Unsere Woche bisher war gut, haben überlebt. Sehr gut. Sehr gut. Wenn Mietis ausgelassen haben, dann den Mietis brav schlafen. Das ist doch mal eine sehr, sehr, sehr zauberhafte Geschichte. Sehr zauberhafte Geschichte. Perfekt. Na, meine Woche ist bisher... Ja gut, ich hab halt meinen ersten Arbeitstag wieder gehabt nach dem Urlaub. Der war eigentlich recht entspannt, so. Kann mich eigentlich nicht beschweren. Morgen wird es dann wahrscheinlich wieder auf der Baustelle weitergehen. Der Papa ist krank geworden. Aber ich schätze mir, da werden wir morgen wieder angreifen. Und ja, ansonsten läuft es eigentlich ganz, ganz besinnt und ganz gemütlich dahin momentan. Kann mich also dahingehend erstmal nicht beschweren. Müssen wir mal schauen, eventuell, ich weiß noch nicht sicher, ich werde am Wochenende schon wahrscheinlich wieder streamen, aber es ist noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber wenn dem so sein sollte, geht es am Wochenende auf jeden Fall weiter mit Madison. Dann müssen wir mal schauen, wie lange es noch geht. Keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Da müssen wir dann vielleicht einmal jemanden fragen, der weiß, wie weit das ich ungefähr bin. Man sagt man dann eh nicht, wo im Spiel war. Ich weiß aber allerdings noch nicht, ob, also Samstag wahrscheinlich eher nicht, weil, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich Samstag wieder auf der Baustelle arbeiten. Ich vermute mal Sonntag irgendwann, aber ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen. Sonntagnachmittag eventuell auf ein 1 oder 2, keine Ahnung, müssen wir schauen. Aber ich sag's eh rechtzeitig in Discord, sobald ich irgendwas Aussagekräftiges machen kann. Hatten heute Nacht das erste Mal die Wohnzimmer, die offen, nicht randaliert oder sonstiges, echt brav bisher. Ja gut, wie es mir geht, das hat die Frage quasi erledigt, ne? Madison, ich bin dabei. Ja, die Gegenfrage ist, wer war denn bei Madison nicht dabei? Ne? Das ist ja wohl die interessante Frage. Also Madison, holy shit, so schlimm wie es auch ist, aber es kommt halt wirklich schon verdammt gut an, gell? Also habe ich so das Gefühl. Generell der Horror-Oktober scheint wirklich gut anzukommen, mit dem ich jetzt persönlich selber eigentlich nicht gerechnet habe. Sabi, Habitäre, grüß dich gut. Wie geht's da? Also, ich meine, ich habe mir die Zahlen noch nicht angeschaut. Werde ich wahrscheinlich bis vor Ende Oktober nicht machen. Aber so vom Gefühl her, also von der Chat-Aktivität, so die letzten 3-4 Streams, also besser gesagt seit dem Horror-Oktober eben, das ist schon, ja, das lässt mich schon vermuten, dass es sehr gut ankommt. Alles bestens danke und selber, das freut mich zum Hören, dass bei dir alles sehr zauberhaft ist. Bei mir soweit auch alles im grünen Bereich. Heute spielen wir mal wieder was Entspanntes. Heute spielen wir wieder mal was Entspanntes. Heute spielen wir Resident Evil 2. Das ist nicht ganz so schlimm. Meine. Der Horror-Oktober ist mein Lieblingsmonat von der Streamerei her. Meiner nicht. Meiner nicht. Aber ey, komm, das gehört dazu. Das gehört dazu. Ich habe mir halt gedacht, heuer machen wir mal einen Horror-Oktober, das hat es so noch nicht gegeben. Und ich sag's auch, wie es ist, wir werden nächstes Jahr sehr wahrscheinlich wieder machen, gemäß dem Fall, ich stream so lange noch bis dahin, wovon ich jetzt einfach mal böse ausgehe. Also werden wir mit Sicherheit wieder wiederholen. So. Ja, aber gestern bei mir ist es leider nur im Blog. Aber alles gut, du brauchst dich nicht rechtfertigen dafür. Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Ja? Vorgestern. Gestern war Dienstag. Vorgestern war Madison, genau. Am Montag. Sei doch nicht so. Weil du musst mal das bedenken. Ich heb mir sicher eine Sache an so Horrorspiele, hebe mir wirklich für den Oktober auf, weil wenn ich das, keine Ahnung, wenn ich jedes Monat oder so gefühlt ein Horrorspiel spielen darf, dann stumpfst du irgendwann ab. Ne? Dann sitze ich irgendwann da und muss quasi so tun, als würde ich mich erschrecken. Und das mag ich nicht.
Na, also da bin ich lieber so, da hebe ich mal so Horror-Titel, so krasse Horror-Titel wirklich für den einen Monat auf. So hab dann ich was davon, weil es mir halt richtig catcht und weil es mir halt mental komplett fertig macht und ich hab's auch was davon, weil es für ihn keine Belustigung ist. Von daher wird's so unterm Jahr eigentlich eher seltener Horrorspiel geben. Abgesehen jetzt mal von einem neuen Resident Evil, ja, aber wie gesagt, ich bezeichne Resident Evil jetzt mittlerweile eher mehr als Action-Shooter mit ein bisschen Gruselfaktor und nicht als Horrorspiel. Gerade wenn ich jetzt so Madison im Vergleich zeige, dann ist Madison eigentlich richtiger Horror. So. Ja, hab mich vertan, kämpft man ein bisschen Kopfweh hat. Wenn man einen Kopfweh hat, ich hoffe, du hast dann einen halbwegs stressfreien Tag und bisher eine halbwegs stressfreie Woche gehabt, Sabi. Und trotzdem schön, dass du bist, abgesehen davon, Dankeschön. Wie stresst schon Resi am helllichten Tag? Ja, also, wie gesagt, wenn du Resi spielst und dann halt Madison im Vergleich hast, dann ist Resi für mich jetzt eigentlich. Ich hab was beim letzten Stream schon gedacht, ne? Es ist halt, Resi ist halt dann vielleicht einmal stressig. Also stressig im Sinne von, weil du hudeln musst, weil da der andere Vollidiot die ganze Zeit im Knack hockt. Oder weil da halt einmal ein Viech vor die Linsen springt. Das war beim ersten Resident Evil Stream noch ganz anders. Das haben wir ja gespielt, bevor wir Madison angefangen haben. Da war das noch anders. Dann haben wir Madison einmal gespielt und dann war beim zweiten Resi-Stream war einfach die Hemmschwelle schon ganz, ganz woanders. Weil Madison einfach auf einem ganz anderen Level ist. Auf einem ganz anderen Level. Ja, Resi ist halt Horror wegen Zombies und so weiter. Madison ist Psycho-Horror. Ja. Aber ein richtig krasser Psycho-Horror. Also, weil ich hab das jetzt so die letzten 2 Madison-Streams habe ich so ein bisschen Revue passieren lassen dann hinterher. Also, wo ich dann wieder halbwegs klar im Kopf war, weil da brauche ich halt auch mal eine halbe Stunde, um ein wenig runter zum Fahren. Aber so gesehen, so wenn man sich das Name anschaut, dann denkt man sich im Nachhinein, hey, what the fuck, das war ja eigentlich gar nicht schlimm. So. Also nicht so schlimm. Es war schon, ne? Aber im Spiel selber, wenn du da blind reingehst und du halt jedes kleine Geräusch wahrnimmst und jedes Knacksen und jedes was weiß ich was, dann nimmst du das dann geht das ganz anders in dein Birn. Das ist irre. Das hätte ich ja so auch nie gedacht. Also ich hab ja vor, keine Ahnung, vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, habe ich mir ja bei einem anderen Streamer Visage ein wenig angeschaut, das erste Kapitel. Und da war es Zuschauen beim ersten Mal auch unfassbar schlimm. Und mittlerweile glaube ich habe mir schon lange nicht mehr angeschaut, aber wenn ich es rewatchen darf, das auch nicht mehr deutlich so schlimm finden, wie es halt damals gewesen ist. Wobei ich halt da, wie gesagt, nochmal auf das zurückkommen möchte, wo es halt Yassi dort gesagt hat, selber spielen und zuschauen sind auch noch mit 2 ganz verschiedene Welten. Ich glaube, selbst wenn ich die Hälfte von dem, was wir in Madison jetzt gespielt haben, wenn ich das irgendwo gesehen hätte, dann glaube ich, war es deswegen fast genauso schlimm. Da hätte ich halt dann vielleicht sagen können, ja, pass auf, da hinten, da passiert jetzt, da weiß ich noch, da passiert jetzt dann das und das. Aber trotzdem, wenn du es halt so, in meinem Kontext, wenn du das Spiel eigentlich überhaupt nicht kennst, das ist halt Hardcore-Experience dann. Aber das ist halt dann auch das, was ich halt möchte, weil dann ist für einen Zuschauer halt dann wirklich real, weißt du? Weil, wie gesagt, ich mag nicht irgendwas vorsimulieren, das wo dann nicht ist. Also, sehr blöd, weißt du, ich spiele ein Horrorspiel und schreckt mich dann eigentlich nicht. Und denke mir dann einfach nur so, ja, und jetzt? So, das ist für einen nicht schön und für mich natürlich auch nicht. Aber gut. Das war das Wort zum Horror-Mittwoch. Ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt in Resi. Wir haben im Waisenhaus mit der Claire, da wo wir Jelly, der Name ist mir dann nachträglich wieder eingefallen, wo wir jetzt Jelly gefunden haben, dieses kleine Mädchen. Ich gehe jetzt mal davon aus, die geht mit uns auf Tour. Ne? Also Claire hat ja schon mehr oder weniger gesagt, sie kümmert sich um sie. Der fette Polizisten-Mongo, der wo da ein wenig unflauschig war, der hat seinen verdienten Tod erleidet. Ja, oder erlitten, so muss man sagen. Und jetzt müssen wir schauen, wie es da weitergeht. Ich bin mir nicht sicher, wie lange Resi 2 noch geht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir heute nicht fertig werden. Ich schätze schon, dass wir noch 1-2 Streams brauchen. Aber wir schauen jetzt einfach. Wir schauen einfach, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Claire's Storyline sagt mir halt absolut gar nichts. Der Stream heute, as always, circa viel über 7, halb 8, 3, 8, je nachdem, wie wir uns halt hinkommen. Und ja, schauen wir einfach, dann sehen wir schon. Und jetzt da ich sagen, schauen wir mit gemütlich ins Spiel. Also so richtig gemütlich, weißt du.
Ja, perfekt, schau her. Ist doch zauberhaft. Metermacher oder so, ja, Metermacher. Metermacher, oh mein Gott. Genau, Waisenhaus, Büro des Direktors, da haben wir stehen bleiben. Mit der Claire Redfield. Sherry, nicht Shelly. Sherry heißt. Shelly ist anders bei. Jetzt auch noch erfahren. Gut, genau. Wir haben da angespeichert. Jetzt wollen wir schnell kurz Inventarmanagement machen. Wir haben noch ein bisschen einen Schuss. Das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Wir haben da 164 für den MP und wir haben 22 für unsere normale Pistolen. Das ist ja schon mal keine schlechte Ausgangssituation. Ja, da haben wir beim letzten Mal, wie wir angefangen haben, deutlich schlechter dran gewesen wie heute. So, wir haben dann noch einen Schuss in unserer Pumpgun. Handgranaten haben wir 2 Stück und ein Schießpulver, das was uns jetzt so allein noch nichts bringt, aber da finden wir bestimmt noch irgendein zweites. Ein Messer haben wir auch noch und ein bisschen Kraut haben wir auch noch. Perfekt. Ja, also schauen wir ja gar nicht einmal so schlecht aus für den Moment. Jetzt schauen wir mal, Jerry müsste da irgendwo, ja, die hat es hinter sich offensichtlich. Der Prof hat letztes Mal gesagt, das ist 220, also darf man über die einmal versaute Witze machen. Ja, Depth, das ist gut. Okay. Depth approved. Das ist zauberhaft. So. Die Frage ist jetzt, gibt's da irgendetwas? Nein, da gibt's nichts mehr. Okay. Da liegt auf alle Fälle. Ah, also da liegt nichts mehr. Ja, natürlich müssen wir. Ja, natürlich! Rein in den Keller. Perfekt. Das fängt schon wieder gut an. Das fängt schon wieder gut an. Aber weißt du was? Der Keller ist definitiv garantiert nicht so schlimm wie der in Madison. Da gebe ich das unterschreibe. Da bin ich mir eigentlich sicher. Einen schlimmeren Keller als wie in Madison kann es eigentlich schon fast gar nicht geben. Da gibt es aber auch nichts. Das ist auch wieder blöd für uns. Sherry? Sherry, wo bist du? Das werden wir herausfinden. Jetzt werden wir herausfinden, wo Sherry ist. Ne? Sherry Lady. Ja, wo siehst du denn? Ja, ja, zauberhaft. Das war schnell gegangen. Was ist dieser? Wie viel trockene Hampen die da? Leck mir Marsch. So, was ist mit dir jetzt? Wie komme ich da jetzt rein? Gar nicht. Perfekt. Ja, natürlich kommt jetzt der fette Mongo. Okay. Nicht anhalten! Lauf weiter! Den hätten wir doch eigentlich schon vorher hören können, oder nicht? Sherry, komm schon! Du bist ganz schön lästig. Was sagst du? Oh Gott! Ja, Herrgott Seele, hoffentlich ist der hier. Ja, jetzt haben wir aber ganz unten im Keller, gell? Claire, geht es dir gut? Hörst du mich? Claire? Claire, du musst aufstehen. Er wird uns kriegen. Wach auf! Wach auf! Wach auf. Wach auf. What? Öffne die Augen. Halt still. Nicht infiziert. Was zur... Sherry? Wo ist Sherry? Sherry geht's gut. Sie kennen Sherry? War ein beeindruckender Kraftakt. Was ist mit ihr? Wir müssen die Lage einschätzen. Wer sind Sie? Ich bin Claire. War nicht vorherzusehen. Sagen Sie mir, wo ist sie? Hallo? Was? Oh, Annette. Sag mir, was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was?
Helfen Sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln als erwartet. Wo gehen Sie Ah, da hin? klingelt was. Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ja, das schaut ja wahnsinnig danach Meine aus. Tochter geht dich nichts an. Da klingelt gerade was bei mir. Ich kann mich noch erinnern, beim Lian, ne, also in dem anderen in der anderen Storyline, ist der Mr. X, also der Tyrant, der große Fette, der wo uns da ständig im Polizeigebäude verfolgt, ist da der Endgegner. Das kann natürlich jetzt sein, dass Claire einen anderen Endgegner hat, ne, weil es sind ja zwei verschiedene Geschichtsstränge und zwei verschiedene Ansichtsweisen. Das darf zwar jetzt nicht wirklich Sinn machen, warum der Mr. X jetzt bei der Claire stirbt, weil auf der anderen Seite müsste der Lian gegen den da kämpfen. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt tot ist, sondern aus dem wächst bestimmt wieder noch irgendwas aus. Wenn ich mal an den Bosskampf vom Lian zurückdenke, wie oft, dass du den über den Haufen geschossen hast am Ende, das war schon wirklich nicht mehr feierlich. Und der Typ jetzt von gerade eben, das war beim Lian der erste Bosskampf. Das war, glaube ich, bei der Claire der erste Bosskampf. Da wo das Ende relativ ähnlich ist. Ne? So. Wie schaut es jetzt da aus? Da gibt es auf alle Fälle noch irgendwas. Da müssen wir mal hören. Jetzt, was interessiert denn die jetzt, Jerry? Wir müssen jetzt da mal schauen, dass wir da Ware werden. Da haben wir was. Was haben wir da? Pulver sage ich. Patronen. Patronen ist immer, Schuss ist immer gut. Mehr Schuss, mehr gut. Sherry ist Ihre Tochter? Okay, da scheint mir ein Safe Room zu sein. Was haben wir da? Bericht über G. Die klinische Erprobung des G-Virus wird bald ihre letzte Phase erreichen. Vor der Geburt von G, dem neuen Wesen, das die Menschheit überflügeln wird, möchte ich einige Dinge über dessen Biologie und biologischen Funktionen prognostizieren. Ja, okay, das ist wieder... Ja, das ist halt quasi das Viech, was wir jetzt gerade eben gesehen haben. Mehr oder weniger. Beim Lian kann ich mir... Oh, da haben wir Schuss. Hochleistungsmunition, was ist denn das? Das ist ein neuer Schuss. Hochleistungspatronen für die SLS 60. Zum Verschießen wird ein stabiler Rahmen benötigt. Oh, hab ich die Waffen? Das ist auf alle Fälle Dingens. Wait a minute. Okay, die Waffen hab ich noch gar nicht. Oder? Hab ich die Waffen? Ah, doch, tatsächlich. Aber da braucht man... Ach so. Für die SLS 60 zum Verschießen wird ein stabiler Rahmen... Okay, wir brauchen für die Pistolen quasi noch eine Erweiterung. Okay, die haben wir quasi noch nicht. Alles klar, ja gut, okay. Müssen wir quasi noch finden. Okay, jetzt haben wir da auf alle Fälle schon mit Zwischenspeichern, damit nichts passiert. Wo ist denn das Speicherportal? Da ist die gute Schreibmaschine. Ja, dann schauen wir mal. Da ist zu. Das ist schlecht für uns. Moment einmal. Büro? Da können wir nicht... Ist da noch was anderes? Oder muss ich zurück aus? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Okay. Oder vielleicht noch irgendwas... Ja gut. Muss vielleicht doch zurück. Ich tippe jetzt einfach mal, die Tier aufschießen wird nicht funktionieren. Was haben wir da noch? Ah. Ab ein Zombie-Keller. Perfekt. Sherry? Kannst du mich hören? Wahrscheinlich nicht. Ah, meine Waffen hier mit der Ruhe ein paar Patronen drin haben, gell? Nicht, dass was schief geht.
Stimmt, an die Kanalisation kann ich mich auch noch so grob erinnern. Da waren wir mit dem Lien, glaube ich, auch. Alle Fälle gibt's da was. Jetzt rieche ich wie Scheiße. Buchstäblich. So der Kanalisation so an sich, ne? Darum ist er Kraut, das nehmen wir mal mit. Ah, müssen wir da wieder das Drum finden. Warte mal, das haben wir doch, glaube ich, sogar. Jetzt werde ich halt nicht mehr zurückgehen, oder? Ah, verdammt. Also entweder wir finden das noch, oder wir müssen zurück. Können wir irgendwann. Ich mich auch noch erinnern, dass da irgendwann komische Gegner kommen. Oh, da liegt was. Schießpulver, da werden wir gleich kombinieren, dann haben wir gleich wieder Granaten. Siehst du das da? Perfekt. Ja, gute Haushaltung ist das. Was? So, Rosalie hat mich abgeschleckt, Duschen für heute auch gespart. Ja, siehst du das da? Perfekt, easy. Gibt aber noch was, gehört aber da wahrscheinlich da dazu. So, mal schauen. Ich bin schon froh, dass der andere fette Mongo jetzt nicht mehr hinter uns her ist. Aha, da gibt's nichts. So, servus. Ach, an die Straßenbahn kann ich mich auch noch so ein bisschen erinnern vom Lien. Das war da auf der Plattform dann ganz oben oder ganz unten. Ich glaube, die fährt ganz oben. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Kämpft man mit dem Lien, dann geht er dem Fetten. Standseilbahn. Hier? So, auf wie bei der Leute dann. Jetzt hätte ich ja gerne auf den Mosch ja, ist wurscht. So, servus. Ich will gar nicht lang rund. Gott, verdammt. Sonst noch einer? Ruhe gibst. Holy shit, das war mal relativ clean. Oh, lecker, das ist eine neue Yoga-Übung. Die neue Yoga-Übung, sterbender Schwan. Du musst mit deiner Fußsohlen dein Schulterblatt berühren können. Bitte macht es nicht noch. Bitte nicht. Ah, da brauchen wir wieder einen Code, den wir nicht haben. Ich hab nicht gesagt, dass du ignorieren darfst. Oh, da haben wir was. E-Mails an das Umbrella Hauptquartier. Director Owens, im Nest jagt ein Alarm den nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen, bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Aha. Okay, es hilft uns nur bedingt weiter. Wo ist denn jetzt eigentlich deine Taschenlampen hingekommen? Hast du die verschluckt jetzt da versehentlich, oder was? Oh, so fahren wir da. Sehr gut, Granaten, mehr gut. Damit nichts passiert, ne? Oh, da kann man was steuern, oder? Also jetzt noch nicht, aber später dann wahrscheinlich mal. Na gut, dann gibt es bis auf den Safe-Door nicht nichts mehr. Beziehungsweise der spinnt, zur Kombination schon. Aber der braucht einen guten Physiotherapie-Menschen. Der braucht gar keinen Therapiemenschen mehr. Ne? Was ist das? Sherry, ich hab dir gesagt, ich kann hier nicht weg, bevor meine Arbeit fertig ist. Das sagst du doch immer. Sherry? Warum bist du nicht im Haus geblieben? Da warst du sicher. Hey, Sherry! Ich hatte Angst.
Diese Dinger waren überall und... Bei sowas rufst du die Polizei. Das hatten wir dir gesagt. Hab ich, aber es kam niemand. Und du hast nicht abgehoben, also... Sherry, ich kann jetzt wirklich nicht. Sherry, ich komme. Oh, bitte nichts auf Zeit. Sherry. Bin gleich da. Sherry retten, okay. Zumindest aber nichts auf Zeit. Das ist ja schon mal was. Perfekt. So, da haben wir was. Sehr gut. Schuss, immer gut. Ein wenig umladen da. Broschüre der Kanalbaufirma. Okay, das ist wieder Lore sozusagen. Was haben wir da? Da haben wir einen Videokassettenrekorder. Der hilft uns jetzt aber aktuell gar nicht weiter. Da müssen wir aber irgendwas finden. Jetzt pass auf, der haben wir mal das Kraut weggert. Der haben wir das Kraut einmal weggert. Ja, der haben wir den Schuss und die Waffen auch nochmal weg, weil es hilft uns jetzt aktuell auch nicht weiter und den Rest können wir dabei einmal dabei lassen. Das schaut schon mal nicht schlecht aus. So. Da haben wir einen Speicherpunkt. Das ist gut, den nehmen wir gleich einmal. Nicht meine ganzen Schmarrn nochmal machen müssen, ne? Gut. Ah, passt. So, da ist schon wieder grintig unhell. Was haben wir da? Da brauchen wir irgendwelche Sticker. Elektronik. Ah, das ist das Schachfigurenrätsel. Okay. Ja, das weiß ich noch. Das hat man beim Lieren auch machen müssen. Ja, richtig. Genau. Kann ich mich noch so ein bisschen erinnern, was das war. Öffnen der Tür zum U-Bereich. Ich glaube, bei dem letzten... Muss er irgendwo... die Stecker finden. Okay. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegen... Okay, das brauchen wir dann für später. Da müssen wir mehrere hier nicht drin finden. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Die müssen wir finden, damit da dann die Idee wahrscheinlich aufgeht. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Werden wir schon irgendwie... Ne? Werden wir schon zauberhaft regeln. Und Price habe ich dir. Grüß dich gut. Wie geht's da? Jetzt müssen wir erst mal schauen, wo es weitergeht. Da haben wir die Schachfiguren. Da ist das so Videorekorder, Schreibmaschinen... Steckdosen. Okay. Schaut doch. Oh, was haben wir da? Karte der Kanalisation. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Können wir brauchen auf jeden Fall. Price Biken, Price glücklich. Du bist jetzt nur beim Biken oder bist gerade vom Biken gekommen? So, was haben wir da jetzt? Wir gleich mal schauen. Da hinten Tipps? Nicht. Okay. Bist gerade bei der Tier einer und dann gleich im Mainstream. Sehr gut. Ich hoffe, du hast eine angenehme Tour gut. Ja, wenn wir da mal schauen, was ist jetzt da Phase? Da kann ich mal nicht runter. Oh, da ist ein Knopf. Da haben wir den. Da habe ich übersehen. Da werden wir da mit dem Hebel hebeln. Lass mich raten, da kommt jetzt bestimmt gleich ein Zombie runter. Ja, Price, heute muss ich dich aber enttäuschen, heute meine ich, wird es nicht ganz so schlimm wie in Madison, ne? Aber ich hoffe, es ist okay. Ja. Gehen wir einfach einmal in den Schneegang rein, so wie geht's jetzt da weiter? Da hinten die Sackgasse, schauen wir uns aber trotzdem mal an, weil ich kann ja was liegen da. Ah, siehst du, da haben wir schon wieder so ein Kraut. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. So geht's, pass auf, da können wir oben. Denken wir jetzt einmal, oder? So, mal schauen. Oh, da liegt was. Das ist das Werkzeug, da wo wir vorher den Hydranten hätten kurbeln können. Okay, dann haben wir das jetzt quasi auch schon mal gefunden. Ich habe einen Türen vor mir, bin unterhalten nur. Jetzt bin ich neidisch. Jetzt bin ich... für Standseilbahnzutritt erforderlich. Ja, leg mich doch am Arsch, ich hab kein IT-Armband. Schau ich aus, als ob ich ein IT-Armband hätte. Ja gut, schauen wir da mal an, ich meine, was haben wir denn zum Verlieren? Außer ein paar Kugeln. Ah, ist das da... Haben wir da haben von da... Mei, mach doch einmal deine Taschenlampen an, ha? Für was hast du denn noch nicht? Oh, was haben wir da? Lieferschein. Folgender Artikel wurde an den in ihrer Bestellung angegebenen Ort geliefert. Einmal hitzebeständiger Tresor. Die Kombination ist mit Kreide an der Seite des Tresors vermerkt. Bitte vor Benutzung des Tresors entfernen. Wo war der Tresor? Der war... Nein, da war er nicht.
Der war da herum im Steuerraum. Aber das ist nicht der Tresor, das ist ja ein Spind. Moment. Okay, wenn wir das nächste Mal einen Tresor finden, dann wissen wir, die Kombination dafür steht an der Seite. Müssen wir uns merken. Nur noch läppische 22.000 Punkte? Ja, hat noch ein paar Streams. Wir haben am Mittag ein Pulled Pork, Wedges, Krautsalat vom Metzger und Ecken für 6,50 € eine Portion. Da kannst du nicht viel falsch machen. Ich habe ein Putenhackstecks gehabt und ein paar Pommes dazu. Also ich habe quasi schon gegessen, dass ich... Ne? Sonst wird es mir spät. So, was haben wir da? Den nehmen wir uns schon um. Ah, da ist der Tresor. So, auf der Seite. 2 links, 2 rechts, 8 links. 2 links, 2 rechts, 8 links. So, 2 links. Acht rechts, 12 links. Ich meine, das 12 war. Nein, war er nicht. Genau andersrum. 2 links, 12 rechts, 8 links. Zwei, dann wieder auf 12. Und dann auf 8. Ah, jetzt wieder Schuhe draus. 6 ist da. Oh, was haben wir da? Verstärkter Rahmen SLS 60, Freunde der Sonne. Das heißt, wir können instant zurückrennen und können uns die Waffen wieder... Oha. Wow, leck, den habe ich gar nicht sitzen sehen. Ja gut, das gerade das Schengen, da weißt du, ich bin auf das gerade nicht angewiesen. Du kannst... Nimm das von mir aus, das brauche ich nicht. Da bin ich jetzt einmal, ne? Dann rennen wir gleich mal zurück und holen uns die Waffen. Weil mehr Schuss, immer mehr gut. Ja, da kannst du jetzt drauf warten, ich lang das Kraut und dann springt da ein Idiot auf. Aber wie gesagt, da verschwendet man keine Schuss nicht, das muss nicht sein. Ja, was denn auch? Ein bisschen ein Kraut ist nicht wert. So, Kraut kann weg. Das passt dem. So, dann nehmen wir die SLS mit. Da muss ja noch ein Mercedes-Ding automatisch, ich weiß nicht, wie es da hingeht. So, dann kombinieren wir das mit dem. Und schon haben wir einen sauberen Schuss. Ne? Halt, aber wir sollten halt natürlich auch den Schuss mitnehmen, gell? Weil sonst bringt uns das nichts. So, Hochleistungsmunition. So, und das werden wir dann auch gleich kombinieren. Geht nicht. Wie viel Hochleistungsschuss habe ich denn da eigentlich? 3. Okay, whatever. Ich weiß halt jetzt nicht, was jetzt da Hochleistungsmunition ist. Ah, das wird mir jetzt... Ach so, ja, das wird mir jetzt rechts angezeigt. Alles klar, weiß ich schon Bescheid. Das ist Hochleistungsmunition und das ist die normale. Okay. Dann der wir da auf alle Fälle die Hochleistungsmunition rein. Und dann nehmen wir die normale Pistole. Genau, so machen wir das. Perfekt, so will ich das haben. Stranzinger Logistikservice. Du, wenn Sie Teilemangel haben, nehme ich jeden Logistiker-Service, der wo zuverlässig liefert. Sag, oder was ist? Ja, Licht da, so schlimm kann es nicht sein. 6 ist da, sag ich doch. Oh. Oh, wie bei der drüben. Oh ja, da schert der, da ist gesoffen worden. Brudi, auf der Baustelle, da gehört ein Bier her. Ja? Soll ja kein Druck an die Ernte nicht werden. Und da steht schon der Zombie-Idiot. Ja, halt doch dein Futzen. Ja, dann halt er so. So. Pardon. Sonst noch einen Zombie? Ja, da liegt da noch einer. Ja, natürlich liegt da einer. Ist eh klar. Wie schaut's da aus? So, wenn ich jetzt vorbeigehe, warte, da kriegst du Sicherheitskugel anscheinend, damit nichts passiert. Du kriegst mehrere Sicherheitskugeln und einen Bugel rein, damit nichts passiert. Weil der darf ja sowieso aufstehen, ich hab dann keinen Bock nicht, da ich da jetzt mit vorbeirennen muss. So, da haben wir auf alle Fälle mal ein Heilkraut, da hat's letztes Mal gemangelt, das nehmen wir dann. Du, das nehmen wir dann.
Ich würde schon sagen, gehst du da bitte mal runter, oder? Mal da hinten allein sein, dass du liegt da, sagst. Haben wir da? Handgranaten, Schott der Mania. Ah, was haben wir da? Da haben wir einen Hebel, den man hebeln kann. Ah, da geht der Goran auf da, okay. Geht der ganz auf? Der geht tatsächlicherweise ganz auf. Da gibt es da Erinnerungsnaps. Schaut nicht so aus, da haben wir gelootet. Perfekt, dann können wir da weitergehen. Ich habe irgendwas gehört, muss nur schauen, wo's. Okay, da ist auch alles ausgelootet. Ah, da können wir jetzt den Hebel da aufmachen. Siehst du das da? Kriegst du sofort volle Breitseite, da tue ich gar nicht lang umeinander. Geht da gar nicht anders. Da grinnt aber noch irgendwie so ein Vieh umeinander, ne? Sigi, Habitäre, grüß dich gut. Geht's euch gut? Ja, heute ist alles sauerhaft. Du, heute spielen wir easy, das ist eine direkte Entspannungskur im Vergleich zum Madison. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Schön, dass du reinschaust, Alter. So, da brauchen wir jetzt das Kurbelteil, oder? Exas da, kurbeln. Hebel hebeln, kurbeln. Freunde, ganz wichtig. So, das tust du, das nehme ich wieder mit, oder? Ja, das meine ich aber auch. So, wie schaut's da aus? So, servus. Oh, da liegt Schuss. Oh, das nehmen wir natürlich auch dann. Schon 7 Hochleistungsmunition. Ist das true? Das ist true. Okay. Ah, wir haben schon. Haben wir noch sonst da was? Nichts mehr. Okay. Dann können wir in den Aufzug steigen. Ja, der Bohnenwischer Sepp wird selbstverständlich auch Shoot the booty! Wer? Was? Wo? Wer mag was? Oh, da ist ein Schießbüffel, da gehst du ja, das nehme ich gleich mal mit. Ah, das ist ein Film. Entschuldigung, ist ein Film. Halt dich mal im Maul. Ja, probier, geh ruhig rein da. Du kriegst eine Ladung Blei, das garantiert er. Du kommst da gar nicht rein. Da ist er zu. Dabei nehme ich mir ganz gemütlich die Tasche da. So schaut's nämlich aus. Ja, das schaut gut aus, da gibt's aber immer noch etwas. Und ich mag wissen, was es ist. Eine Bohrmaschine, da geh her, du deinen Kopf her, da bohrt er mal ein paar Löcher in deinen Kopf rein, dass er mal durchzieht. Oh, da haben wir, da schau her, da haben wir noch einen Schuss. Perfekt, mehr Schuss ist mir gut. Ist er jetzt weitergezogen, oder was? Ja, weißt du was, ich mach dir den, ich tue dir den Gefallen. Ja, komm du ruhig. Hab ich, da, du Brudi, da hab ich überhaupt keinen Stress nicht damit. So schnell kannst du gar nicht schauen. Sag ich doch. Die Waffen gefällt mir. Blöder Wackeldackel! Vielleicht hast du das Hirnezeigerin an der Bohrmaschine, du Arschloch. Ja. Okay. Ah, da ist einer von wegen weiter runtergefallen. Oh, da liegt auf alle Fälle ein... Hat da nicht hinter mir gerade auch noch einer?
Da wackelt auch noch einer umeinander. Ja, wieder schon. Okay, gut. Jetzt passt's auf. Wir haben da eine Schachfigur, die brauchen wir für das große Rätsel am Ende. So, ich nimm das jetzt einfach mal, das Elektronikteil, okay? Und dann fährt der nach oben. Jetzt wird der Kasperl da drin auch wieder lebendig. Und noch irgendeiner. Der kommt bis hin. Okay, pass auf, ich setze das jetzt nur mehr ein, weil dahinter ist nämlich ein Tier und da mag ich schauen, was da los ist. Jetzt, solange er da drin umeinander stiefelt, ist mir das jetzt erst einmal wurscht. So, was haben wir da? Der Treatment Facility. Da brauchen wir irgendeinen Schlüssel, den wir nicht haben. Okay. So, wo geht's dann da nachher wieder hin? Da geht's jetzt nach unten weg. Das heißt, wir können dann... Da einer. Gut ist er. Ja, da schauen wir jetzt einfach nach. Das werden wir rausfinden. Da liegt auf alle Fälle etwas. Ein Messer. Ja gut, schaut dem nicht. Genau, dann haben wir wieder am unteren Kanal. Dann können wir dann da wieder durchgehen. Na, kann ich nicht. Warte mal, das ist noch mehr eins weiter unter, oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Mittlerweile ganz gut. Trink einen Gönnergy und schau da beim Resi-Spielen zu. Berufsschule war etwas wild vorher. Dann lass da auf alle Fälle einen Gönnergy schmecken. Ich hab's auch schon probiert. Muss sagen, schmeckt gar nicht mehr so schlecht. Aber ich mach sowas bewusst natürlich nicht on-stream, ne? Das ist aber hoffentlich auch klar. Gut, da gibt's nichts mehr, oder ja? Es geht aber noch dahinter zur... Okay. Wollen wir schauen? Ah, da können wir dann da oben. Okay, da können wir dann da oben. Fahren wir quasi im Kreis. So eine Scheiße! Alles klar. Weiß ich Bescheid. Brauchen wir quasi nicht extra schauen. Okay, alles klar. Gut, dann fahren wir wieder rauf. Ich bleib beim Mathe-Shit-Drink. Ich lasse mich auf so Experimente gar nicht ein. Du, ich sag das ganz ehrlich, ich war eigentlich auch so, dass ich sage, ja okay, geht mir völlig am Arsch vorbei. Und es ist jetzt... Moment, ich muss da gerade was klären. Ich war auch so, dass ich sage, es geht mir völlig am Poloch vorbei. Und ich war dann einkaufen. Und da war halt dann ein Regal und da haben halt alle drei drin gestanden und man denkt, hey Kim, jetzt... Ich trinke jetzt einfach mal, ich habe noch nie einen Energy getrunken, abgesehen davon, ich kann jetzt auch leider nicht sagen, wie ein Red Bull schmeckt. Doch, wie ein Red Bull schmeckt, das kann ich da sagen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie ein Monster schmeckt oder wie sonstige andere Energy Drinks schmecken. Aber ich muss sagen, für das, dass ich da vielleicht ein bisschen eine jungfräuliche Meinung haben kann, weil ich halt andere Getränke dieser Art nicht kenne, muss ich wirklich sagen, es hat nicht schlecht geschmeckt. Es wird jetzt kein Dauerkäufer nicht für mich, aber ja. Ich lose bleibe einfach so, es war jetzt geschmacklich für mich kein Totalausfall, aber es ist jetzt auch nicht Epsi, da ich sage, du wirst lebendig, oder? Aber es ist jetzt auch nicht Epsi, da ich sage, das muss ich jetzt unbedingt jede Woche haben. Digitale USS-Videokassetten, die brauchen wir. Ja gut, der wird jetzt gleich aufstehen, oder? Ja, nicht. Der Feier oder habe ich dir grüßt euch beieinander und schaut, Dankeschön. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. So, da ist eine riesen Greierin. Ich muss halt jetzt einmal schauen, wie und was da Phase ist. Wir brauchen auf alle Fälle noch einen Schlüssel für einen Arbeiterpausenraum. Entschuldigung, schon wieder Spezifix. Wifi habe ich dir, du brauchst dich einmal für absolut gar nichts da entschuldigen, damit das gleich klar ist. So viel hast du noch nicht versammelt. So viel hast du ihm noch nicht versammelt. Was? Danke drauf, ich hoffe bei. Ja, selbstverständlich. Du, heute spielen wir mal entspannte Spiele. Ne? Heute ist es ja nicht so dramatisch. Noch nicht. Wird maximal stressig. Schön, dass bei dir alles passt. Und schön, dass du einer schaust. So, wie schaut's jetzt da aus? Da gehen wir... Moment einmal. Da gibt's auf alle Fälle noch was. Der obere Kanal, Freunde. Da gibt's was.
Ein riesendrum Viech. Hochleistungsmunition OP. Kein Thema, bin auch später gekommen. Ja, eben, da war es ja direkt aus. So, was gibt's jetzt da? Der obere Kanal ist interessant für uns, in irgendeiner Art und Weise. Bin ich ehrlich, ein bisschen der Schuster hat uns jetzt allmählich wieder gut da. Ne? Aber vielleicht ist das Spiel ja gnädig nur. Mit den Taschenlampen klärt, die hättest du halt aber eigentlich auch sparen können, gell? Das sage ich dir schon, wie es ist. Da hast du wieder die billige für 2 Euro beim Mobilbaumarkt gekauft, oder? Ist eh klar. Aha, 6, das haben wir schon. Schuss ist gut für uns. Das ist genau das, was ich haben möchte. So, und dann haben wir da ausgelootet, das ist gut für uns. So, die Frage ist, wo geht's weiter? Wahrscheinlich da hinter zu einer, oder? Ja, da geht's dann retour. Genau, da können wir dann einen Shortcut machen, können wir da aussitzen. Das machen wir nämlich gleich. Nicht, dass uns jetzt da wieder irgendein so Drecksviech anspringt und wir dann wieder ein Problem kriegen. Ja, das nutzen wir jetzt erst einmal. Ja, dann mal die Kurbel kurbeln. So ist fein. So will ich das haben. Perfekt. So, dann können wir da jetzt auf dazu. Da müssen wir mal schauen. Da ist ein Tier auf alle Fälle, wo wir da reinkommen. Beziehungsweise wir kommen oben zu. Das ist schlecht für uns. Oder ist es schlecht für uns? Mal kurz orientieren. Oh, da haben wir... Aha. Da waren wir noch nicht. Ein Schluss mit einem Etikett. Lass mal schauen, was ist denn das für Etikett? Voilà. Untersuchen. Kanalisationsschlüssel. Sewer, no entry zone. Ja gut, das war... Ah, ist das vielleicht das Schloss, was man... Na, das ist Kombinationsschloss, das wollte... Da! Ja, da ist die Steckdose. Na, der Arbeitsraum war es auch nicht. Da, das ist dahinter, Wassereinspritzungskammer. Das kann sein, dass die da hergehört, dass der Schlüssel da her muss. Ja gut, das werden wir herausfinden, so und anders. Abgesehen davon. Aha. Da ist die Lord dann oben zu. Da hinten, meine ich, gibt es auch noch irgendetwas. Da finden wir aber mit Sicherheit das eine oder andere grausame Viech. Also machen wir jetzt mal eins nach dem anderen. Da schauen wir auf alle Fälle nochmal her. Da können wir nochmal Kurbel kurbeln. Das ist gut für uns. Benutzen wir gleich nur einmal. Und ich glaube, so eine Kurbel hätten wir auch im Polizeigebäude braucht, wo wir in den Keller oben haben. Weiß nicht, ob wir da nochmal zurückkommen. Ich glaube aber eher nicht. So, schaut's da aus. Die Kurbel brauchen wir auf alle Fälle nochmal irgendwann. Ah, genau, dann können wir da wieder raus. Und da steckt also. Da steckt nicht so drum herum. Jetzt hat warte, Moment, ich muss mich mal orientieren. Ja, genau, da haben wir den angesuchten Zombie umgeschossen. Da ist der Dicke gelegen. Ah, da haben wir hergenommen. Moment, da müssen wir erst auf. Glaube ich. Genau. Da gibt es auch noch was. Da ist der Überwachungsraum. Da genau, jetzt kennen wir schon wieder ein wenig aus. Okay, da ist der Überwachungsraum. Und von dem Überwachungsraum aus, da ist der Videorekorder. Da können wir uns das Video dann nochmal anschauen. Schön Start. So, und dahinter, wenn mich nicht alles täuscht, müsste jetzt das Zimmer sein, wo ich... Nein, da ist das nicht. Das muss ich dann nochmal finden. Ist das eins unterhalb oder nochmal eins weiter oben? Das meine ich eins weiter oben, ja genau. Ja, werden wir schon irgendwie hier finden. Jetzt mal eins nach dem anderen. Schauen wir uns erstmal das Video an. So, dann können wir vielleicht ein bisschen an Stuff einlagern.
Ist zwar jetzt gerade nicht was. Gut, da haben wir noch einen Film. Den werden wir bestimmt noch mal irgendwo überarbeiten müssen. Warte mal, wo ist denn der Videorekorder? Der ist da daneben, glaube ich, oder? Benutzen wir halt da mal den Film. Bitte. Oh, bitte. Aufhören. Bitte. Aufhören. Bitte. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak! Tu ihm nicht weh. Tu ihm nicht weh. Ja, der ist hier. Gut, dass ich das gesehen habe. Ja gut, das hilft uns zwar jetzt nur bedingt, aber immerhin haben wir es einmal gesehen. Alles klar. Gut, wir müssen da aussehen. Nur einmal. Ist ein bisschen schwer, sich da ein bisschen zum Orientieren. Wo werden wir rausfinden? Ja, da hinten liegt der Zombie mit einem Kraut, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Mal da mal nachladen. Jetzt schauen wir mal, was. Ah, da ist nicht weitergegangen, okay. So, wieder oben. Alle Wege führen irgendwann noch rum. Dann gehen wir da durch. Genau, dann müssen wir auf den Aufzug rauf, dann können wir wieder auf den oberen Stock. So. Na, da muss ich kurz aus dem Lörr kommen. Wer zum Geier will noch rum und wieder weg. Ich hab nur gesagt, alle Wege führen irgendwann nach Rom. Also ich selber, ich war noch nie in Rom. Ich weiß nicht, ob ich es einmal sehen will. Möglich. Aber so per se, glaube ich, mag gerade aktuell keinen nach Rom. Jetzt schauen wir mal, ob da der Schlüssel passt. Tatsächlich. Der passt wie Faust auf Sagen. Aber dann schauen wir halt wieder rein. Mach da mal vorsichtshalber zu, damit nichts passiert. Und da gibt es auf alle Fälle irgendetwas. Oh ja, da gibt's wirklich was. So. Hochwertig Schießpulver. Und eine große Schießpulverdosen. Das ist gut für uns, weil das werden wir gleich mal kombinieren. Dann haben wir da wieder 6 Granaten. Das kann weggehen, die hat ausdient, das passt. Den Schlüssel brauchen wir aber noch mal irgendwo. Gibt es da sonst noch etwas? Da gibt es sonst nichts mehr. Kann man auch mit nichts interagieren, oder? Da werden wir da gleich mal nachladen, damit nichts passiert. Aber der Prof, juhu, wieder online. Ja, das freut mich, dass die das gefreut. Und schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. So, jetzt passt auf. Den Schlüssel, den wir gerade eben gefunden haben, den brauchen wir noch mal. Vielleicht hilft uns der auch was im Arbeitszimmer. Müssen wir gleich einmal schauen. Schauen wir mal, vielleicht passt der auch fürs Arbeitszimmer. Ist das der Zentralschlüssel vielleicht? Tatsächlich, das ist ein Zentralschlüssel. Der Zentralschlüssel ist ein guter Schlüssel. So, hat der ausdient, der hat ausdient, kann also auch weg. Passt. Brauchen wir kein verschlossene Tür mehr suchen. Nicht das. Haben wir schon. Weg mit dem Schund. Auf Wiederschauen. So, was gibt's jetzt da? Ja, lass mich raten, da brauchen wir ein Messer, damit wir das Klebebandel durchschneiden können. Was haben wir da? Noch mehr Schießpulver, das ist gut für uns. Oh, da haben wir noch was. Oh, noch mehr Schieß. Noch mehr Schießpulver. Beziehungsweise, was heißt, noch mehr Schuss. So, was haben wir da? Jazz Festival Flugbladel. Ah, warte mal, da ist was eingekreuzelt. Z, aufgemerkt, Freunde, das kann SZF. SZF. Merken wir uns einmal SZF. Okay? SZF, das kann das Ding sein für das Kombinationsschloss im Steuerraum herum hat. Die Frage ist, wie bin ich da nochmal hingekommen? Die Frage ist, wie bin ich da nochmal hingekommen?
Mitte, übers Ding oben. Achso, da kommt man dann wahrscheinlich zum Schluss wieder vorbei. Ne? Da fährt man dann auf in den Steuerraum und dann muss man dann da irgendwo steuern. Und dann können wir erst da rein. Okay. Muss fast so sein. Gibt's da noch was? Na, da haben wir ausgelootet. Okay. Oh. Ah, du schau her. Das war aber jetzt mehr. Das war aber jetzt mehr Dusel wie Verstand, gell? Da ist was dahinter. Aufzug. Okay. Schweiz-Zürich-Fernsehen, passt. Sehr gut, wieder Schuss. Süddeutsche Zeitung, Fernsehen, ja, das nehmen wir. So, kann man da aufmachen? Wahrscheinlich nicht. Ja, doch, geht sogar. Oh, da wird jetzt ein wenig greiselig finster da drin. Servus. Da. Da braucht man. Oh, braucht man da Polizeiwappen, hä? Braucht man da Polizeiwappen? Warte mal, wir haben ja jetzt. Ich weiß schon, wo wir mir haben. Wir haben ja jetzt. Da waren wir schon einmal. Da waren wir doch schon einmal. Da haben wir durch die Tür gar nicht durchgekommen. Moment, Leute, das muss ich jetzt schauen. Ich glaube, dass wir. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, dass wir da Polizeiwappen brauchen können. Den USB-Dingens. Kann das sein? Ich muss einmal schauen, wo wir da. Was wir mir in der Kiste liegen haben. Sehr interessant. Sehr interessant. Aber der Highlander. Ja genau, haben wir von da müssen wir wieder auf oder oben. Highlander ist fit bei dir. Was ist soweit und selber? Ja, kann nicht gelungen. Passt soweit alles. Danke der Nachfrage. Ah, scheiße, jetzt war ich mich verrennt, oder? Ah, kann passen, warte mal. Ah, die Orientierung da ist ein bisschen scheiße. Bin ich ehrlich. Ah, da kommen wir aber in den Steuerraum, da schon her. Ah, war doch gar nicht so schlecht. War mehr Dusel wie Verstand, den wir da jetzt hergefunden haben, aber ich will ja quasi eh da hin, weil da müssen wir nämlich SZF eingeben, ne? Gar nicht so übel. Gar nicht so übel, nehmen wir mit. So. S Z F. Schlosser. Keine Ahnung, für was die Trophäe ist, aber hat sie rentiert, nehmen wir mit, Freunde der Sonne. Fette MP-Munition kriegen wir da. Nehmen wir. Tant. Easy going. Ja, okay. Gut, dann müssen wir jetzt irgendwie schauen. Also das ist halt, ne? Das ist halt, wie gesagt, schon ein bisschen hinderlich, dass ich da mit der Orientierung ein bisschen schwer tue. Müssen wir halt schauen, dass wir jetzt in den Speicherraum kommen, da wo wir quasi mal schauen können, was wir in der Kistenling haben.
Damit wir das Rätsel da vielleicht lösen können, was da in das Ding reingehört. Hast du dir alle 3 Sorten Gönnerchen gekauft oder nur eine? Alle 3. Alle 3. Tatsächlich. Glaube, die gibt es, wenn man alle Schlösser geöffnet hat. Cool. Call me Trophy Hunter. Kappa. So, wieder auf. Klingt nach einem Platin-Run. Na, das jetzt beim besten Willen nicht. Aber, wo wir schon, Freunde der Sonne, wo wir schon bei Platin-Runs sind, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Wir haben ja auf meinem Kanal bisher erst einen gestartet, der ist noch nicht vorbei. Das ist der Demon's Souls Platin-Run. Und ich kann schau mir vorausballern, im kommenden Jahr wird es sowohl die Wiederaufnahme vom Demon's Souls Platin-Run geben, es wird einen Sekiro Platin-Run geben, es wird einen Elden Ring Platin-Run geben und es wird sehr wahrscheinlich, bin ich mir aber noch nicht sicher auch einen Neo Platin-Run geben. Ne? Alles auf der Playstation, kriegt's alles fein, säuberlichst, erklärbar, like geliefert, wird aber dauern. Das wären so Projekte fürs nächste Jahr. Okay? Ist das ein Deal? Ich glaube, das ist ein Deal, oder? Was ist ein Neo? Neo ist ein Souls-like, das was von dem japanischen, also von dem Macher von Lords of the Fallen. Nicht Lords of the Fallen. Wulong macht das. Also Neo ist schon älter wie Wulong, aber es ist von den gleichen Macher. Aber auch deutlich besser, finde ich. Also Neo ist schon ein geiles Spiel, an und für sich. So, jetzt muss ich halt mal schauen. Ich habe halt leider wirklich kein gutes Händchen nicht für. Ich will eigentlich nur da her. Moment einmal, wahlweise da um, da wird das da ja genauso gehen. Ich brauche ja einfach nur Kisten. Mehr will ich ja gar nicht. Souls like Bazi goes brrrt. Ja, genau. Ja, belastend. Es ist gerade ein bisschen belastend. Was man denn dann bei Neo, wo es lang geht? Ja, da weißt du schon, wo es lang geht, definitiv. Doch da, aber ja, jetzt hilft jetzt eh nicht mehr. Freunde der Sonne, bitte verzeiht mir das, wenn ich jetzt da gerade ein bisschen planlos durch die Gegend laufe, aber das weiß ich noch wie ein Lee in seine Storyline gespielt hat, habe ich mit dem Gebiet auch so ein bisschen meine Probleme gehabt. Aber ich hoffe, es ist okay. Jetzt auch noch Apps. Hey, sagst du, nicht direkt Schuss übersehen. Schande über mein Haupt. Scusi. Also es haben schon ein paar Projekte in Planung aktuell fürs Jahr 2024. Ein paar bestehende Projekte haben wir ja auch noch, die wo heuer noch stattfinden werden. Lies of P kommt jetzt dann noch im Oktober geht's da weiter. Dann Lords of the Fallen kommt im November. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwann in absehbarer Zeit Assassin's Creed Mirage spielen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut momentan. Werden wir uns auch anschauen. Wir werden relativ, ja, da wird es wahrscheinlich zur Jahreswende kommen, werden wir eine neue Hardcore-Naslog starten, auf die ich schon richtig heiß bin eigentlich. Da muss ich nur offstream noch den Hack Casual fertig spielen. Da bin ich aber auch schon relativ weit, muss ich sagen. Also es wird auf alle Fälle ein bunt gemischtes Programm wieder werden für das Jahr 2024. Also da braucht es überhaupt nicht oben da. Es wird bestimmt wieder für den einen oder anderen was dabei sein und es wird bestimmt auch nicht eintönig. Ne? Aber da sage ich dann Ende des Jahres ein wenig mehr dazu. Also was dann kommendes Jahr so ein bisschen in Planung ist.
Jetzt laufe ich ja wieder im Kreis. Ah, das Gebiet macht mich wahnsinnig, ehrlich. Schauen wir mal, wo da hinten aufgehen. Es ist wieder da. Boah, lecker, ohne Scheiß, das Gebiet macht mich fix und fertig, ehrlich. Das Gebiet macht mich fix und fertig. Das ist so komisch irgendwie. Wahrscheinlich sitzt es jetzt dort und denkt sich, hey, lauf doch einfach da und da. Aber ich krieg das Gebiet gerade absolut nicht auf die Kette. Ich will jetzt eigentlich nur mal in den Steuerraum zurück. Nicht in den Steuerraum, in meinen Ruheraum zurück, damit ich an mein Kissen komme. Mehr will ich gerade eigentlich gar nicht. Jetzt bin ich wieder ganz oben. Ich will aber eigentlich nur mit. So, jetzt gehen wir da mal eins runter. So, dann bin ich ja jetzt gewissermaßen in der Mitte. Zumindest sollte ich das sein. Ja, genau. Jetzt wird der Schuh draus. Jetzt bin ich wieder in der Mitte. Sechs ist da. Genau das wollte ich. Perfekt. Easy. So, jetzt darf ich mich halt nur nicht wieder dreimal verrennen. Geradeaus weiter. Nicht da hinten. Hey, da war ich... Ah, ich weiß schon, wie das. Jetzt geht's ja wieder... Ich check das Gebiet nicht. Ich sag's eigentlich, ich check das Gebiet einfach nicht. Ich bin zu dumm, dass ich das Gebiet verstehe. So, da kann man noch mehr Treppen runtergehen. Dann können wir da Vierer. Das hilft mir aber nichts. Weil ich will ja eigentlich... Ich will doch nur mit deiner. Ich will doch gar nicht mehr. Ja, du kannst mir mal. So, da komme ich dann da her. Komme jetzt da wenigstens wieder mit. Ah, jetzt schaut es ihm gut aus. Perfekt. Ja gut, Seele. Endlich. Ah, Herrgott, Seele. Endlich. Das war aber jetzt eine schwere Geburt, die ich da wieder herfinde. So. Ich nehme jetzt einfach das mal mit, weil das ist das Einzige, was für mich Sinn macht, was du reinpassen kannst. So. Gut, dann müssen wir jetzt wieder ganz auf, das sollte jetzt kein Problem sein. Wir müssen dann von dem Arbeitsraum da rein. Das sollten wir hinkriegen. Und wir dürfen die Schachfigur nicht vergessen. Die Schachfigur brauchen wir dann auch noch. Kaiser, willst du in der Arbeit noch laufen? Platz im Inventar machen. Guter Call eigentlich. Guter Call eigentlich, Prof. Nervig ohne Ende? Ja, das hat dezenter so gewirkt heute. Okay, ganz ehrlich, scheiß mal auf Messer. Die Kurve brauchen wir nur einmal. Bei dem Film bin ich mir jetzt nicht sicher.
Schießpulver hilft uns jetzt allein aktuell auch nichts. Ich tue jetzt den Film einfach auch mal weg. Ich werde es zwar jetzt noch gleich bitter bereuen, dass wir den Film jetzt abgelegt haben, aber ich glaube aktuell... So. Dann schauen wir mal. Jetzt haben wir Zeit, dass wir mal ein paar Meter machen. Eine durchgleiten. Dann können wir aber eigentlich jetzt die Schachfigur auch gleich mitnehmen, weil... Da fährt ja nur der Aufzug drauf. Wir nehmen jetzt einfach einmal mit. So, schauen wir mal. Wenigstens da habe ich recht nahtlos hergefunden. Oh, Miezi. Ah, es geht besser. So, jetzt schauen wir mal, ob das da reinpasst. Ich glaube es zwar ehrlich gesagt nicht, aber das ist das Einzige, was halbwegs Sinn macht hat. Tatsächlich. Nein, passt nicht rein. Warte mal, muss man da vielleicht einen USB-Stick gefunden? Das kann's auch. Ah! Ein Schalldämpfer. Okay, der kehrt jetzt wohin? Ach, der kehrt da her. Ah ja, dann. Den Film würde man in der Dunkelkammer brauchen und ich habe letztens das Remake mit dem Original vermengt gehabt. Man kommt doch nochmal ins RPD. Ja, aber ich hab mir schon vorher gedacht, weil wir hätten doch dann irgendwann auch mal die Kurbel da braucht. An einem gewissen Punkt, aber ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wo, aber es hat eine Stelle gegeben im RPD, da wo, glaube ich, auch so ein Hydrant gestanden ist. Ich glaube draußen irgendwo bei den Garagen oder so. Ja, schauen wir jetzt einfach mal da auf, weil... Wobei, die Frage ist jetzt, triggert da oben jetzt was? Beziehungsweise wahrscheinlich muss ich sogar da hin, weil da rund haben wir alles, da haben wir alles. Ah, warte mal, das ist falsche Stelle. Müssen wir den Aufzug nochmal schnell oben fahren. Weil wir brauchen auf alle Fälle noch ein paar Schachfiguren mehr. Immer nur schnell schauen, ne? Damit wir nichts übersehen. Ja, Moment einmal, wir können beim Kanal noch einen Strophe nach hinten gehen. Das machen wir vorher noch zuerst, bevor wir da rauffahren. Eins nach dem anderen, damit wir alles nacheinander abarbeiten. So, es ist wieder die Frage, wie wir jetzt da wieder runterkommen. Ah, das ist da herunter. Oh Gott, ich hasse das Gebiet. Aber, was wir dabei auch schon mit durchkennen. Wenn wir dann schon dabei haben. Können wir nämlich die Schachfigur auch gleich einlagern. Hä? Genau, wir müssen dann da wieder auf. Dann können wir da auch wieder ins Mittelgebäude. Genau, wir können auch gleich da durchlaufen. Aber lauert mir erst ein. Jetzt schon langsam wird das Gebiet für mich. Dauert ein wenig, aber...
Das Gebiet ist einfach nur nervig gemacht. Es ist so krass verwinkelt, dass du unfassbar schnell verrennst. Das ist das Problem. Beim RPD-Gebäude hast du irgendwann einfach so, da weißt du irgendwann genau, wo du rennen musst. Aber da, das dauert ein wenig, tatsächlich. Da habe ich meine Mühen. Aber schon langsam prägt es meinen Kopf ein. Nein, das ist nicht da, wo ich es auch will. Ah, die falsche Abzweigung nochmal. Fixletten. Da will ich hinterher. Genau, dann da die Treppen auf, dann komme ich wieder mit, da komme ich dann wieder an die Dosen hin. An die Kisten hin. So. Dauert eine Zeit, aber wieder schon. Das weiß ich noch, das hat mich damals, wie ich mit Lian gespielt habe, das hat mich auch ewig aufgehalten, das Gebiet. So. Das Elektronikteil, das steckt jetzt einfach random irgendwo ein. Wir brauchen noch eins. Zwei Teile brauchen wir noch, die haben wir aber noch nicht. Steckt jetzt einfach mal da rein, egal ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber auf alle Fälle müssen wir noch 2 so Teile finden. Ja. So, und jetzt überprüfen wir da mal. Das rot ist, ist klar. Das ist rot, weil da noch ein Kraut liegt beim Zombie, interessiert mich quasi gar nicht. So, und da können wir noch nicht rein, da müssen wir die Tiere erst aufmachen. Auch klar. So, unten haben wir alles und oben haben wir soweit auch alles. Kennen wir quasi nicht aus. Das heißt, wir können jetzt frohen Mutes ganz nach oben laufen. Wir müssen jetzt auf alle Fälle wieder in den Pausenraum. Wir müssen auf alle Fälle wieder in den Pausenraum. Und dann können wir ganz normal nach oben gehen. Da werden wir dann auch weiter müssen. Geht auch gar nicht anders. Da werden wir mal Sicherheit sparen, damit wir das schon mal haben. Nicht da, wo es schief geht. Dass meine Konsole anstürzt oder was weiß ich, das war ärgerlich. Ich meine, das Spiel hat glücklicherweise Autosave, aber die Frage ist halt, wann save das Spiel Auto. Und einloggen wollten wir noch, genau. Das wir nicht mehr brauchen. Aber das schaut jetzt aktuell eigentlich eh ganz gut aus. Die Kurve, bin ich mal. Ah, die los jetzt mit dabei, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Schuss haben wir überall. Ah, da lohnen wir noch mal nach. Was passiert? Ja. Oder wie bei mir, eben wie die ganze Stadt für 1,5 bis 2 Stunden keinen Strom hat. What? Blackout, Mr. Prof? Bei die Schaffigur muss ich auch noch einen Clip haben vom Bärtigen garantieren. Das ist ein Kind. Ja, das ist ein Vintage-Clip vom Bärtigen. Den glaube ich, weiß ja jeder noch. Muss ich fairerweise auch gestehen, Resident Evil 2 Remake war damals der erste Stream oder das erste Streamprojekt, was ich vom Bärtigen geschaut habe. So, müssen wir in den Aufzug rein. Genau, schaut doch gut aus. Glühbirnen austauschen, aber beim Sieg ist er Blackout. Merci für den Lurk und viel Spaß. Sicherung außer da nicht vergessen. Ja gut, bei einer Glühbirnenschmarrn, da geht's. So, dann schauen wir mal. Irgendwo wird es ja weitergehen. Flash, habe ich die Ehre. Grüß dich, gut, wie geht's dir? Alles fit bei dir? Dass du einer schaust. Ich hoffe, du hast einen angenehmer Mittwoch gehabt. So, an mit der Taschenlampe, auf geht's. Und dann schauen wir mal, was da herumphase ist. Da gibt's nichts mehr, okay. Ja, das weiß ich schon, da bist du nämlich dann da in den Im Geheimraum hat man die Kurve braucht. So war's. So war's, weil ich mich noch gewundert hab. Ja, da werden wir gleich mal nachschauen. Jetzt kommt's mir erst, da haben wir durch die Statue durchgegangen, nach dem ersten Resi-Stream. Oder während dem ersten Resi-Stream. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist aber komisch, da muss ja irgendwas geben. Und siehe da ist der Hydrant. Deswegen brauchen wir da die Kurve. Da gehst her.
Ach, und deswegen können wir... Ach, und so können wir zurück und dann können wir den Film nur mehr entwickeln. Ist das... Mr. Prof, da darfst du jetzt Backseat gamen, okay? Es ist jetzt erlaubt. Muss ich nochmal wegen sonst irgendetwas in das Gebäude? Oder ist das jetzt einfach nur dazu da, dass ich den Film nur mehr entwickeln kann? Weil, wir haben ja festgestellt, wir haben in diesem Gebäude alles gelootet. Es gibt in dem Gebäude nichts mehr, was ich looten kann. Doch, ich kann mir noch irgendwo Schuss holen, aber das ist für uns nicht mal allzu relevant. Da geht's in der Bibliothek, wobei jetzt ist der Fetti weckert. Eventuell. Kann sich vielleicht sogar lohnen, dass wir da nochmal schnell geschwind in die Bibliothek schauen, weil jetzt ist es auch schon wurscht, wenn du mich fragst. Hat die Kurve jetzt ausdient? Die Kurve hat ausdient tatsächlich. Dann ab vom Hof. Schaut einem gut aus. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, wenn ich da jetzt aufgehe, ob ich dann irgendwas trigger. Wobei, es ist eigentlich völlig wurscht. Ein kleines Zusatz. Okay, also eigentlich nicht relevant. Ja, aber okay, pass auf, wenn da oben nur noch der Dicke nicht mehr rumrennt jetzt, weil den hat der andere ziemlich zerrissen. Wo ist denn da der Speierpunkt? Da war ich gerade sagen, das ist ein Speierpunkt gewesen. Dann schauen wir, dann holen wir uns den Schuss tatsächlich noch ab. Weil gerade jetzt haben wir ein bisschen blank an Schuss. Da schaut's wahrscheinlich nicht. Bist du fertig mit Madison oder brauchst du eine Verschnaufspause? Mit Madison haben wir noch nicht fertig. Nein. Mit Madison geht's voraussichtlich am Wochenende weiter. Ich weiß allerdings noch nicht genau wann. Aber ich sag, dass wir süß, Flash, oh, Press F for Respect für Marvin, das haben wir letztes Mal schon gehabt, aber der, ne? Ich sag, dass wir süß, Flash, heute ist Resi tatsächlich eine Entspannungskur. Im Vergleich zu Madison, ne? Sag ich da auch ganz ehrlich. Also ich genieße den Stream heute tatsächlich. Ja, in der Bibliothek, genau, da haben wir noch etwas. Da kann man noch etwas finden, da müssen wir nur schnell schauen, was. So, mal ganz in Ruhe mal umschauen. Vielleicht steht da der eine oder andere Zombie nur mehr auf, das kann natürlich möglich sein. Aber... sollte eigentlich fein sein. Und natürlich auch am oberen Stockwerk sein, ne? Das ist hoffentlich auch klar. Schauen wir mal. In Ruhe. Ist einfach so viel entspannter, wenn da der Dicke nicht umeinander rennt, ne? Da kannst du ja mal in Ruhe umschauen. Das ist einer dieser Momente, wo ich froh bin, kein Streamer geworden zu sein, sonst muss ich mich da durch sowas auch noch durchquellen. Naja, sagen wir mal so, es war ja kein Muss nicht. Ne? Es ist ja auf freiwilliger Basis geschehen. Ich hab gesagt, hey Leute, im Horror-Oktober spiele ich, also ich hab zwar eigentlich früher schon, aber ich gesagt, ich werde niemals Madison oder Visage spielen. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, ich glaube, das war für die Leute auch ganz witzig und es ist auch irgendwo so ein bisschen ein Content. Und es war dann mehr oder weniger eine freiwillige Entscheidung von mir, die aber dann wiederum die Community getroffen hat, weil die Community hat gesagt, hey, wir hätten gern Madison bei dir sehen. Ja, hätte ich es vermeiden können, natürlich. Ich hätte einfach sagen können, es gibt kein Madison, aber hat's mir und euch geschaut? Ich glaube nicht. Gerade wenn ich mir so den Support von euch anschaue, jetzt im Oktober, das war schon geistesgestört. Also ich rede jetzt da nicht von Subs oder sonst irgendwas, ich rede von der Anhängerschaft, von den Follower, die was wir da gemacht haben, jetzt seit wir einen Horror-Oktober haben. Hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Okay, es ist also doch unten. Es ist also doch unten. Nicht vergessen, in den dunklen Ecken genau zu schauen. Ja, ja. Aha. Danke, Prof. Gut, dann schauen wir noch schnell in die Dunkelkammer. Entwickelt mal den Film. Die Dunkelkammer war jetzt noch mal wo? Erster Stock, Büro Westseiten, durch und hintere. Ja, okay. Erdgeschoss, nicht erster Stock. Oh, da haben wir falsch. Du hast das auch ohne Madison verdient, so jetzt hör auf zum Schleimer. Flash, das hat mit Schleimer nichts zum tun. Ich danke dir für deine netten Worte. Vielen lieben Dank. Da brauchst du jetzt nicht Angst haben, dass du auf der Schleimspur ausrutscht. So sehr eine Sachen, wenn einer von euch oder ihr generell sagt, hey, das hast du verdient oder das ist super, was du da tust, das ist mehr als genug Lob.
Also, oder genau, das ist eigentlich das, was ich hören will. Ja, mir interessiert es nicht, ob ich jetzt 5 Subs habe oder 50. Also 50 habe ich nicht, abgesehen davon, aber mir ist viel, viel wichtiger, wenn die Leute zu mir sagen, hey, wir haben Spaß und wir finden es cool, was du da tust. Mehr brauche ich gar nicht. Dann hab ich schon alles richtig gemacht. So, Dunkelkammer. Da hören wir uns jetzt schnell den Film. Da haben wir noch Schießpulver, hilft uns jetzt aber aktuell noch nix. Nur den Film schnell entwickeln. Der Vollständigkeit halber. Versteck. Es ist ein Versteck. Ist das der Schreibtisch? Ist das der Schreibtisch vom Geheimgang? In dem Becher ist wohl irgendwas drin. Das ist auf alle Fälle ein Kassettenrekorder. Ja gut, das kann halt jetzt jeder fucking Tisch in dem ganzen Spiel sein, ne? Aber ich darf jetzt, wobei da haben Gardinen. Da haben Gardinen. Da darf man es eh besser sehen. Ja, das ist halt jetzt die Frage, gell? Versteck. Wo kann denn das sein? Es kann, also ich glaube eher, es ist im Chefbüro. Ich bin mir halt nicht sicher. Keine Ahnung, wo das ist. Ich sag das, wie es ist. Ich sag das, wie es ist. Keine Ahnung, wo das sein soll. Halt, falsche Tür. Zwölf Schuss nicht schlecht? Ja, nehmen wir mit. Da ist, der Tisch ist es auf jeden Fall nicht. Der kann es nicht sein. Weil da steht kein Kassettenrekorder. Das ist eine Veskas Büro und das andere ist der Konferenzraum. Sollte Unicorn, habe ich der. Konferenzraum, wo ist denn der? Aufenthaltsraum, Duschraum, Kunstraum, Feuerleiter, Chefbüro, Turm, Lagerraum. Ah, da können wir wahrscheinlich jetzt dann gleich erst hin, wenn wir da durch die Stadt durch. Büro Ostseiten. Stimmt, eine treue Anhängerschaft und Anerkennung ist schon viel mehr wert als bloße Abo. Genau. Generell, ich mach's ja sowieso nicht für Abos. Ne? Ich streame ja, weil ich Bock habe. Ich streame ja zur Gaudi. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht und weil ich halt am Spielen Freude habe und an der Interaktion mit euch und weil alles, was halt drüber hinausgeht, ist halt Bonus. Wenn einer abonniert, freut es mich natürlich auch. Also ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass es mich nicht freuen darf, um Gottes Willen, weil da die liegen. Aber mir kommt es nicht auf das an. Besprechungsraum. Ach, der Besprechung. Ah, das ist da dahinter. Okay. Ja, dann gehen wir halt da noch schnell hin. Also sowas, Leute, sowas dürft ihr jetzt schon backseaten, gell? Also da braucht ihr jetzt nicht zurückhalten, weil ich will mir jetzt da nicht so lange mit so einem Schmarrn aufhalten. Warte mal, wo können wir denn da... Kann man einen Shortcut nehmen? Da kann man nochmal genauso gehen wie vorher, da haben wir schneller. Presseraum. Aha, die anderen Seiten, okay. Ja, da unten durch. Stars-Büro und Presseraum, okay. Ja gut, wenn natürlich einer Speedruns macht, ne, der kann das natürlich entsprechend schnell sagen, was das genau ist. So. Oh, Heidi habe ich noch gar nicht gesehen. Bitte futzen. Bitte mein Licht da. Okay.
Ah! Ein Nadelkartuschen. Okay. Ja gut, dann müssen wir noch ins Stars-Büro, right? Das heißt, da müssen wir zweiter Stock, durch die Tür durch, Bibliothek da auf, da um und dann okay. Nicht mehr hingegangen. Unicorn ist fit bei dir. Da, zweiter Stock. Right? Ja. Ja, ein bisschen kaputt von der Arbeit, aber es geht. Dann hoffe ich, du hast einen angenehmen Feierabend. Und einen schönen Aufenthalt. Bei einem Resident Evil Noob, sozusagen. Aufenthaltsraum aussieht zur... Okay. Moment, damit kann natürlich sein, dass da noch der eine oder andere Licker rumrennt, weil ich meine mich erinnern zu können, dass wir die nicht alle gemacht haben, weil da waren wir ziemlich knapp betucht, was Munition und Gesundheit angeht. Also es kann sein, dass mir jetzt da gleich noch mal irgendwo einer anspringt. Der ist auf alle Fälle hier. Du hast alle Teile für sämtlichste Konsolen? Ja, ich glaube, du darfst das ja... Oh, der zuckt. Okay. Ich meine, du darfst die sehr, sehr gut mit dem Prof verstehen. So, Stars Büro. Das müsste der Sessel da gewesen sein, oder? Da haben... Ja. Eine Holzkisten? Schatzjäger. Noch mehr Film! Okay. Erweitertes Magazin, das ist gut. Wahrscheinlich. Jetzt geht's rund. Alle Schätze im Spiel. Ich sag auch, das wird das Prof, mag mir Words, das wird noch Platin Run irgendwann. Na, Spaß. Okay, gut. Dann brauchen wir jetzt halt nochmal die Dunkelkammer. Da müssen wir nochmal hin. Den Film schauen wir uns schon nochmal an. Ja, ein bisschen, Freunde, es hilft nicht, ein bisschen ein Backtracking gehört dazu. Ne, da haben wir falsch, meine, oder? Weil, ist eigentlich gescheiter, wenn wir da entlang gehen, weil... Da haben wir ja, können wir. Okay, ich merke, ich bin brutaler umweggerannt. Aber okay. Du musst noch 50 Mal vom Wesker untersuchen, okay. Ja, das habe ich zum Beispiel, das habe ich beim Lian zum Beispiel, ich habe es ja vor 3 oder 4 Jahren mit dem Lian das erste Mal gespielt. Da habe ich das nicht mehr gemerkt. Also ich habe da, es gibt einige Secrets in Resident Evil, die ich wahrscheinlich noch nie gesehen oder übersehen habe, keine Ahnung. Aber gut, wie gesagt, als Speedrunner, ne, da kennst du halt sämtlichste Tricks und sämtlichste Secrets, logisch. So. Dann machen wir da weiter. Da haben wir noch den Filmnamen entwickeln. Aufstrebende Anfängerin. Die hat Tipp. Weiß zwar nicht, was mir das jetzt hilft, aber immerhin was fürs Auge. So, und jetzt machen wir weiter, Freunde. Du warst 13? Ja, früh übt sich, oder? Gut, mit 13 habe ich schonungslos Mario Kart und Pokémon gespielt, aber okay, das ist fein. Wenn ich mir überlege, das ist fucking 18 Jahre her. Holy fucking shit, ich bin einfach alt. Gut. Dann sage ich, vergiss den Fall. Okay, machen wir mit dem Eigentlichen weiter. Für was wir da haben. Jetzt werden wir da nochmal Sicherheit speichern. Nichts passiert, wie spät haben wir es denn überhaupt? Ui, wie sind wir? Haben wir jetzt so viel Zeit verdrödelt? Bist du bescheuert? Gut. So. Du interessierst dich sehr für Horrorspiele, für
interessierst dich für Spiele, sämtliche Horrorspiele, alle Filme, okay. Ja, also ich sage einmal so, du hättest dann quasi nicht zu einem besseren Zeitpunkt zu mir stoßen können oder zu uns stoßen können, weil wir machen aktuell einen Horror-Oktober, das ist der erste Horror-Oktober auf meinem Kanal. Und neben Resident Evil 2 spielen wir aktuell Madison. Also ich weiß nicht, wenn du Horrorliebhaber bist, dann gehe ich mal davon aus, dir sagt Madison was. Freitag der 13. Da war ich 5, holy shit. Da müssen wir rein. Da wird jetzt wahrscheinlich gleich irgendwas passieren. Geben jetzt da nichts mehr. Jetzt haben wir wieder da herum. So, komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Okay. Dann müssen wir quasi wieder runter. Da liegt noch was. Ach, das Abzeichen, das kann ich wieder mitnehmen, ist das der Ernst? Aber nimm es halt wieder mit, mir ist das wurscht. Es hat seinen Zweck erfüllt, also weg damit. Okay. Ja gut. Dann haben wir irgendwo, aber irgendwas übersehen. Okay, jetzt schauen wir nochmal. Irgendwo haben wir... Was haben wir denn da noch? Das ist die Steckdosen. Uns geht aber da auf alle Fälle noch was ab. So, weil wir haben ja da das weggeschalten. Damit das Teil da aufgefahren, aber das hilft uns ja nichts. Das hilft uns ja nichts. Ja gut, okay, ich weiß aber noch, wo wir noch was finden können. Und zwar da herunter. Im untersten Kanal. Oh, da gibt es noch einiges. Da haben wir noch einen Vorratsraum. Da finden wir noch was. Okay, dann müssen wir da hin. Dann schauen wir doch da hin. Jetzt pass auf, wo haben wir jetzt? Da hinten müssen wir hin. Schauen wir mal. Ja. Was schwieriger ist es mit Leon und Claire auf dem schwersten Grad in 3 Stunden mit nur 3-mal Speichern mit 4 Waffen mit unendlich Munition. Also da muss quasi so Hardcore drauf sein, damit du das schaffst, oder? Ja, das will ich nicht, dann kann auch. Ach Gott, das Gebiet, ohne Witz. Erst du an 75 Trophys. Ja, okay, ihr seid Platin und Trophy Hunters, du und der Prof. Ich hab's schon verstanden. Also wenn er da sagt, dass ich bis heute erst eine einzige Platin-Trophäe gekriegt habe, und die ist nicht mal auf dem Profil, dann wird's ins Fäustchen nachher. Ich kann aber rein theoretisch schon 3 haben, wenn es mich gefreut hat. Und das sind alle 3 Souls-Spiele. Demon Souls, Sekiro und Bloodborne. Okay. Hier ist das gruselig.
Okay, nice Alien-Gimmick. Kombinieren. Machst du, was du bei Zeit hast? Es ist auch eine Möglichkeit. So, wie kriege ich die dazu jetzt, dass dein fetten Ranzen... Alter, da gibt's noch irgendwas. Nein! Ach, über den kann man drüber steigen. Die sind überall. Ah ja. Ja, aber die große Puffmaus, damit nichts passiert. Prof, bei dem Spiel bin ich jetzt dank Madison leider viel zu tiefenentspannt. Aua. Der war schon mal einer. Hi. Salty, danke dir für den Following. Vielen Dank. Sind wir wieder weg. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Nochmal danke fürs Folgen und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Du müsstest dich halt bitte in Herrgottsnamen 30 umdrehen. Aua. Ich wollte gerade sagen, das wäre aber hoffentlich Dennis killen. Na, oder? Der Solti ist auch da. Aber der Renarias, grüß dich gut. Danke dir, Solti. Was wird bei dir? Ja, du, heute ist entspannt. Du, heute ist sowas von entspannt im Vergleich zu Madison. Ich hoffe, bei dir passt alles. Ja, ja, läuft wohl. Sehr schön. Das will ich hören. So. Aber schön umschauen, ob es nicht noch was gibt, ne? Also geben. Oh, da liegt Schuss. Da habe ich tatsächlich Schuss übersehen. Da gehst her! Ah, perfekt. Es läuft wie ein Länderspiel. Alles entspannt, weil riesig gespielt wird. Ja, du, ganz ehrlich, wenn du Madison spielst, dann ist alles andere Kindergarten. Ganz ehrlich. Das ist egal, ob da so ein Zombie außerwächst. Oder ist es im Bereich des Möglichen, dass die Munition absolut geisteskrank OP ist? Ich verstehe, muss ich mir einmal anschauen nachher. Meinst du Madison? Ich erschrecke schon bei Cyberpunk, wenn mir ein Auto von hinten... wenn der Auto anhupt in Cyberpunk. Absoluter Horrortrip. Na, aber wie gesagt, ohne Witz. Also, wir haben vorher geredet. Ich meine, klar, Feiern wird jetzt natürlich dazugekommen, weil ich Horror spiele und ich bin auch dankbar dafür. Aber ich finde, wenn man so Horror spielt, ist... Ich rede jetzt von meiner Person, wenn das nur so ab und zu oder selten mache, wie am Horror-Oktober, hat das viel mehr Wert für euch Zuschauer und für mich als Streamer, weil da einfach die Emotionen halt real haben. Irgendwann stumpfst du, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich jetzt
alle Monate so ein Spiel wie Madison spielen darf, dann stumpfst du irgendwann ab und dann ist das einfach nicht mehr das Gleiche. Und da habe ich mir, da denke ich mir halt einfach, es ist viel besser für mich als Streamer, dieses Erlebnis, und auch für euch als Zuschauer. So, da haben wir ein Kraut drin. Ja, wir haben so viel Inventarplatz, das nehmen wir jetzt einfach mit unten mit. So, was haben wir jetzt da? Was ist da Phase? Was wird da gespielt? Oh, da gibt es Schachfiguren auf jeden Fall. Aber sag mir jetzt bitte nicht, dass ich dort Schachfiguren hätte mitnehmen sollen. Elektronikteil. Da gibt's eine fette Waffen da drin. Da drin gibt's eine fette Waffen. Haben wir ja gerade. Kombinieren wir mit dem. Ja, die Waffen da hinten, die war halt schon interessant, gell? Aber jetzt muss ich halt. Ich werde da wahrscheinlich. Jetzt pass auf, wie viele Terminals haben denn das? Einer. Zwei. Sind das nur 2 Terminals? Ja, genau. Und ich habe nur eine Schachfigur. Und ich brauche 2. Fuck, das heißt. 3 brauche ich sogar. Das heißt, ich muss noch mit zurück. Quasi. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir erst einmal, vielleicht kriegen wir es auch so hin. Mhm, da geht Alps ab. Die Waffen da hinten, die waren halt schon zauberhaft, wenn wir die hätten, gell? Und jetzt das. Irgendwo ist ein Zombie runtergefallen, aber ich weiß nicht wo. Alles, was du brauchst, kriegst du. Das ist eine Info, die ich haben wollte. Aha, da ist wieder eine Figur, sagst du es da? Dann geht aber die zu. Okay, ja, das ist fein. Ich will jetzt eigentlich nur wissen, wo ist der andere Zombie-Idiot, der wo da gerade irgendwo runtergefallen ist. Ah, da unten läuft er. Ja, das ist schön, wenn du von hinten nimmst, oder? Du blöde Sau, du. Liegen bleiben! Ich hab gesagt, liegen bleiben! Ich hab ihm einen Arm weggeschossen. Gut. Rätseltime. Okay, jetzt wird's knifflig. Boah, leck, das weiß ich noch, da bin ich mit dem Lian nicht dahinter gekommen. Das weiß ich noch, da hätte es nämlich eine brutale Waffe auf den Lian gegeben und ich hab das Rätsel nicht lösen können. Okay, jetzt pass auf, wir haben eine... Hä? Wo ist denn die andere Figur? Ah, die steckt da drin. Okay. Pass auf, wenn ich da mal... Jetzt pass auf, jetzt tue ich da mal rein. Ah, das geht schon mal nicht. Das geht schon mal nicht. Okay, jetzt warte mal. Moment. Der Läufer muss da ein. Der Läufer muss aber sehr wahrscheinlich auch dahinter ein, oder? Ja. Da gehört der Turm hin. Oder Dame, oder was auch immer das ist. Ich kenne mich da nicht aus mit Schach. Okay. Das heißt... Das Ding muss irgendwie da hinter ein. Wenn ich das da nimm... Dann geht die dir zu. Okay. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, und dann machen wir da... Diesen hier. Dann geht die dir auf. So, dann kann man da jetzt einmal schauen, was passiert, wenn ich da den da reinstecke. Dann geht die dir auf. Okay. Ist Queen und King. Okay. Da ist dicht. Da ist dicht. Dann geht's noch mit da auf. Und ich muss wahrscheinlich...
Ich muss wahrscheinlich das da hervorne jetzt wieder da hervorne einbringen. Glaube ich. Jetzt wenn ich den noch nehme, was passiert dann? Dann ist da zu, aber da hinten ist nur auf. Warte mal, ist da oben noch irgendein Schalter? Ist da oben noch irgendein Schalter? Ich glaube schon, oder? Ah, von da haben wir gekommen. Okay, ja, nevermind. Dann ist jetzt dort zu. Da ist aber noch off. Wenn ich jetzt den da einstick. Geht's da wieder auf. Schauen. Okay, genau, das ist genau der Punkt, den ich nicht kapiere. Ach so. Ach, da ist auch noch einer. Okay, Königin kehrt da einer. Jetzt pass auf. Ja, okay, gut, das ist jetzt natürlich die Quest. Achso, dann muss ich von der anderen Seite, ja, okay. Da ist ja jetzt die zu, da logischerweise, ja klar. Kampfgucke habe ich dir, danke für den Lack. Ja, genau. Okay, Prof, ich werde das so, ich sag das, ich werde das Rätsel sowieso nicht schaffen. Sagt man einfach die Lösung, weil ich habe eh schon so viel Zeit verdrüttelt heute. Ich habe das damals, ich weiß noch, da habe ich damals, glaube ich, bin ich 1,5 Stunden da blöd durch die Gegend gerannt und habe irgendwie versucht, das Rätsel zu lösen, ohne ins Internet zu schicken. Ich habe es einfach nicht geschafft und ich habe keinen Bock mehr gehabt. So, weil ich komme ja da nicht durch. Mache ich Rätsel an schon hart. Ich glaube nicht einmal, dass dieses Rätsel so extrem schwer war, aber ich bin für sowas einfach nicht gemacht. Ich bin einfach kein Rätsler nicht. Ich weiß ja nicht, ich hab da keine Geduld nicht für sowas. Ich hab für sowas eigentlich, ich hab für sowas absolut keine Geduld. Alle in der Messe für den Lurk. Mal für den einen oder anderen unter euch wird jetzt sagen, hey, das Rätsel ist doch eigentlich eh nicht schwer, aber ich hab für sowas absolut keinen Kopf nicht. Ich meine, ich hab damals mit Lian auch ohne derer Waffen gespielt, aber trotzdem. Ich war auch in der Bootwand im Sinne. Jetzt pass auf, warte mal. Es ist schon klar, es ist klar. Okay, wir müssen da auf irgendwie. Ne? Damit da muss, also quasi die Königin, die muss von daher vorn irgendwie da reinkommen, damit die Tür aufgeht. Damit die Tür aufgeht, müssen wir aber irgendwie von da kommen. Ne? So, und da beißt es bei mir jetzt komplett aus. Habe ich halt keinen blassen Dunst, wie ich das machen soll. Wahrscheinlich müssen wir aber ja. Warte mal, wenn wir das dann da mitnehmen. So, und da musst irgendwie ja genau, dann kannst du
Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich sag das, wie es ist. Ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wo der Zombie runtergefallen ist, kann man auch runterspringen. Ja, die Frage ist, von wo ist der runtergefallen? Das weiß ich eben nicht mehr. Das habe ich nicht einmal gesehen. Und dahinter. Oder wie? Ja, der ist von dahinter runtergefallen. Okay, warte mal, das kann vielleicht dann Sinn ergeben. So, jetzt kann ich da durch, kann dann da auf. Da komme ich aber auch nicht durch. Hä? Ey, Prof, sag mal's, weil ohne Scheiß, ich hab keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ich hab da jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock und keinen Nerv nicht dazu, dass ich mich da jetzt wieder 3/4 Stunden daher sitze, um vielleicht irgendwie nach Gottes Gnaden einmal auf die Lösung zu kommen. Ich hab, wie gesagt, ich bin kein Rätselspieler nicht. Ich kann solche Rätsel einfach nicht. Die können nur so einfach sein, selbst wenn jetzt da ein blauer und ein roter Stecker war, ich darf nicht draufkommen, ganz ehrlich. Ich kann mit so einer Art von Rätseln absolut nichts anfangen. Das ist, ich sage ja auch ganz offen und ehrlich, ich bin für sowas nicht gemacht. Du, da bauen sie mir eher, aber kann man nicht machen. Er kann auch kurz ins Voice kommen, wenn er mag. Das ist, wenn es schneller geht, wenn es für ihn angenehmer ist. Das ist mir auch wurscht. Das letzte 2-3 Stunden gesagt. Ja, ich letztens auch in Resi. Beim letzten Stream, so ganz einfaches Kinderblockrätsel. Meinst du, ich hätte das geschafft? Keine Chance nicht gehabt. Ja, warte, komm einfach, Prof, komm einfach ins Voice. Kein Thema, ich zeig dir aber, ist überhaupt kein Stress. Überhaupt kein Stress. Komm mal hin. And his name is John C. Hi, Prof. Servus. So, jetzt schaff an. Was soll ich machen? Also ein bisschen Überblick verschaffen, wie es nochmal war. Man braucht einen King und den Queen Plug für die eine Ecke da hinten. Wo war es denn? Also bei der rechten Tür muss man den Königsstecker einstecken. Also da jetzt. Genau, wo du reingekommen bist in den Raum. So. Kannst du mal hier ein bisschen koordinieren. Die ist jetzt offen. Warte mal. Boah. Schön, wenn er jetzt selber spielt. Gibt nichts Schlimmeres. Da sagt sogar der Pro. Eigentlich das nur hinten mit dem anderen Stecker die Tür auf. Also mit dem jetzt. Den noch in der Tasche hast, hinten die Tür öffnen. Die andere. Ah, die andere, okay. Ja, du brauchst auch noch den Königin-Stecker ja auch noch. So, jetzt sind die beiden auf. Genau, jetzt musst du den Königstecker rausholen. Jetzt bin ich gespannt. Das sind wir durch die Tür, die du eben aufgemacht hast, rechts. Na, da unten, wo du jetzt eingesteckt hast. Den Stecker auch mitnehmen. Und das kannst du dann durch die beiden Türen.
Ist das dein Scheiß Ernst oder was? Ja. Willkommen bei Resident Evil. Ist Schwer, das aber dein leicht. Scheiß Ernst oder was? Okay, jetzt voll vom. Okay. Da reden wir jetzt nicht drüber. Das ist. Ah, geh weiter. Elektroschockgewehr, ja toll. Ja gut. Ja gut, okay, Prof GG, man merkt, du bist der absolute Meister in Risi. Okay, perfekt. Ich bin gerade wieder meine klassischen Noob-Momente gehabt jetzt. Du hast die beiden Stecker vergessen, sonst kommst du nicht weiter. Oh, ja genau, stimmt. Das sollte man vielleicht schon mitnehmen, gell? Ja, das war's jetzt noch gewesen. Das wäre ja schon passiert, also von daher, ich durfte nochmal komplett zurücklaufen und die holen. Ja. Na gut, dann viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, Prof. Bitte. Ja, okay, es kann einmal ein leichtes Rätsel sein, ne? Ja, toll, jetzt haben wir wieder so weit, wir kommen jetzt da aussehen. Ja, okay, Jetzt haben wir wieder so weit, wie kommen wir jetzt da aussehen? Ah, ja, warte mal. Das glaube ich, das kann die jetzt vielleicht gerade so hinkriegen. Jetzt pass auf. Kann die jetzt vielleicht gerade so selber hinkriegen. Aber wäre nur gerade so, gell? Ja, den das. Immerhin. Ich hab immerhin irgendwas geschafft. Ah, besser wie nichts. So, haben wir überhaupt einen Schuss für das Elektroschussgewehr? Haben wir doch gar nicht, oder? Doch, Sinn. Zwar keine Ahnung, wofür muss man das dann verwenden, aber werden wir schon Verwendung finden. Auf alle Fälle brauchen wir mir jetzt einmal Kreiter. Wie spät ist denn jetzt? Simme und wir haben effektiv eigentlich fast keinen Meter nicht gemacht. Ah, warte mal, das Drum wird doch jetzt gleich garantiert lebendig, oder? Ey, Imagine, da jetzt auszufinden. Ja. 7 Schuss noch auf Reserve sind die Bolzen. Ah, okay, die Bolzen sind fürs Elektroschuss-Dingens-Gerät. Okay, wie kommen wir jetzt? Lul. Haben wir doch vorher. Ah! Ja gut, ich wollte gerade sagen, weil wir haben doch da vorher irgendwo ein T-Grabit, oder? Ja, genau, okay. Das wundert mich, dass der nicht lebendig wird. Gerade sag ich's noch. Ich feiere jetzt, dass die Munition so krass overpowered ist. Das ist irre. Okay, haben wir das auch. Dann zurück. Irgendwie. Oh, wir haben angeschlagen. Wir brauchen jetzt Heilung. Heilung war jetzt sehr, sehr gut für uns. Aber das wird uns wahrscheinlich jetzt so schnell nicht vergunst sein. Jetzt müssen wir erst einmal zurück in den Schachraum, damit wir zumindest das noch irgendwie umbringen. Müssen wir nur wieder schauen. Müssen wir oben zur... Müssen wir uns rechts halten. I guess. Ja,
Wir müssen uns rechts halten. Oh, Claire schaut nicht gut aus. Claire schaut absolut nicht gut aus, Freunde der Sonne. Das war auf alle Fälle ganz oben. So. Gut ausschauen tut schon, wenn er gesundheitlich ist, nicht mehr so fit. Ja, ja, okay. Blöd, dass die teilweise noch in zuckern, gell? Die Banditen, die. Warte mal, Zombies, hast du da eine Heilung hinten liegen? Nein, es ist keine Heilung, okay, schade. Also, sonst hätte er mir jetzt noch eine Kugel versemmelt. Gut. Ja, Himmelvater, bist du bescheuert. Jetzt der wir aber da gleich einmal speichern, geht damit nichts mehr passiert jetzt. Jetzt kann ich von mir aus sterben, weil jetzt mir den ganzen Weg nicht um mich rennen. Ei. So, Schachrätsel, Freunde der Sonne. Jetzt passt's auf. Jetzt nehmen wir mal... Ja, so viel Platz habe ich gerade nicht. Okay, pass auf. Machen wir mal kurz ummodeln. Nur mal kurz. Ne? Einfach jetzt mal pauschal schnell ein bisschen Blut schaffen. Gerade, dass ich... Messer mal weg. Und Granaten mal weg. So, dann kann ich nämlich mal beruhigt alle Figuren nehmen und dann können wir uns anschauen, wo es und wo hingehört. So. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 6, okay. Gut. Also, jetzt schauen wir mal. Da ist nichts dran, da ist auch nichts dran. Da gehört auf alle Fälle ein Bauer rein. Das ist einmal... Da kommen wir gar nicht drum rum. So. Da haben wir... Nixe und wieder nixe. Da ist der Läufer. Oder der Springer. Keine Ahnung. Okay. So. Und jetzt müssen wir uns an dem da richten. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Und Läufer und Dame nicht neben. Also Turm und Springer sind an der gleichen Wand. Das ist ein Springer normalerweise, oder? Und der Turm? Was ist dann der Turm? Der Turm ist dann das da, glaube ich, oder? Ich kenne mich halt leider in Schach absolut nicht aus. So, die sind an der gleichen Wand. Okay. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Wenn das da der Turm ist, dann liegt Dame quasi da. Die Dame ist dann quasi dieser hier. Und da ist sein Arschloch. Ja, genau. Genau. Der Clip ist Meme verdächtig geworden. Okay, jetzt pass auf. Wenn Läufer und Dame gegen... Turm und Dame gegenüber haben. Was? Turm und Dame. Jetzt pass auf. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Okay, und was sagt er da? Bin mir ziemlich, dass Turm und Springer an derselben Wand haben. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Was habt denn ihr jetzt überhaupt noch? Ich hab nur noch einen Bauern. Läufer und Dame sind nicht nebeneinander. Ja gut, das ist in dem Fall nicht... Der Läufer ist Pferdl. Der Turm ist nebeneinander. Das liegt gegenüber. Läufer und Dame sind nicht nebeneinander. Ja, jetzt pass auf, warte mal. Dann kehrst... Da ist eh klar. Dann kehrt jetzt da noch Adam und Riese... Ah, warte mal. Was war gegenüber vom Läufer? Turm und Springer an derselben Wand und Dame... Turm liegen sich gegenüber... Ja, okay, ja, dann müsste das noch Adam und Riese aber jetzt eigentlich passen, wenn ich den Deppen da reinstelle.
Das ist nicht meine Stärke. Ah, okay, Moment, damit hat sie irgendetwas. Gut, der Bauer, jetzt pass auf, warte mal. Was haben wir denn jetzt da? Das ist der Läufer. Und das ist Dame, die dürfen nicht nebeneinander sein, oder? Läufer und Dame nicht nebeneinander. Ja, nicht nebeneinander. Okay, ja gut. Dann tun wir den Namen da raus. Nehmen wir ihn mit. Tun wir da einen Läufer rein. Und da tun wir dann schau wieder Schuhe draus. Ja, passt! Okay, Sherry. Bin auf dem Weg. Gut. So speichert man nochmal. Freunde der Sonne, weil wir halt so viel Zeit verschissen haben und weil wir halt so viel Backtracking betrieben haben, machen wir noch eine kleine extra Zeit, okay? Eine kleine Nachspielzeit machen wir noch. Okay? Ist dieser Deal? Beziehungsweise, Moment, kommt jetzt nicht schon der. Also, Prof, kommt jetzt nicht gleich der Endboss oder kommt da noch anderes Gebiet dazwischen? Weil mit Lian ist noch mehr Gebiet gekommen. Oder war das in Resi 8? Nein, das war in Resi 7. Das war in Resi 7 oder Resi 8. Da kommt kein Gebiet mehr jetzt. Das meine ich das Finalgebiet jetzt. Ich brauche ein Grenzkraut. Hättest du den Run mit Claire über das neue Spiel Plus gemacht, wäre das Rätsel auch schwerer geworden. Da kommt noch was. Also, okay, ja gut. Dann machen wir eine kleine extra Zeit. Was haben wir da noch? Da ist dicht. Halt! Wir müssen mal. Jesus, Mariah und Joseph. Wir müssen ja unser Zeug wieder mitnehmen. Wir haben recht, oder? Gehen wir weiter und lassen wir die Waffen liegen. Das war es jetzt wieder gewesen. Bis der Schiri abpfeift. Ja. Ja, so in etwa. Ja, jetzt pass auf. Wir nehmen halt natürlich nehmen wir unsere Waffen wieder mit. Nee. Klar. So. Nehmen wir mit. So, was haben wir noch? Handgranaten hat sich auch bewährt. Ja, ein neues Messer nehmen wir noch mit. Das schaut uns auch nicht. Und ein Schießpulver nehmen wir jetzt auch noch mit, weil vielleicht finden wir noch eins. Ja, schaut dann hier. So, sonst irgendeine Waffen? Weißt, mit rote und blaue Kräuter, da kann ich einen Fußballrasen pflanzen damit. Aber meinst du, dass ich einen grünen Rasen kriege? Nix da. Das Labor ist noch ein. Aha. Ah, stimmt! Ja, stimmt. Da ist da kommt noch ein Labor. Ja, richtig, ja, gut, okay. Ich war jetzt was anderes, wenn du jetzt gesagt hast, jetzt kommt der Endboss, dann hätte man Spiel nämlich halt fertig gespielt. Aber stimmt, da kommt ja noch ein Riesending mit dem Labor. True Story. Der Strom muss aus sein. Ja, eine tolle Wurst. Gibt's da was? Da gibt's irgendwas. Was zu viel grün mit grün mischt, ja leider. Das war mein Fehler. Ich bin schwer bewaffnet, gell? Ich sag das. wie das fast ausschaut wie Thomas die Lokomotive, ne? Nur mit einem Ölfassel. Oder radioaktiven Müllfassel, keine Ahnung, du besucht sie in aus. Ja, Rosakraut hilft mir halt leider auch nicht weiter. Aha, wir müssen mal in das Rodi rein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das war... Freunde, bin ich ganz ehrlich, bin ich absolut ehrlich. Das war kompletter Zufall jetzt. Das war jetzt kompletter Zufall. Das war nicht gewollt und gar nichts. Das war jetzt reins... Hashtag mehr Dusel als Verstand. Das hat jetzt mit Können gar... Scheiße! Aber die Ehre. Was ist jetzt? Oh, hi. Ja, ich bin halt fast hier, gell? Ja, ich weiß halt leider jetzt auch nicht, wo ich hingehen soll.
Ja, super toll. Keine Ahnung. Ja gut, ich bin halt schon wieder angeschlagen, ne? Das ist halt jetzt ein Problem. Meine Besten, ich muss in Kirch heute Kartoffelfladen mit Lachs gehabt euch wohl und einen schönen Abend. Da feiert euch ein Merci dir. Ich wünsche dir einen wunderbaren Appetit. Das Herz ist sehr zauberhaft und herzhaft an. Und lasst es auf alle Fälle schmecken. Ich sag Merci fürs Dosen. Ich bin also ein Vollidiot, oder? Wir okay, gleich wird's leichter. Jetzt haben wir nämlich... Gut, jetzt bin ich, das ist die Frage, ob ich das wieder mit so viel Dusel hinbringe. Scheinbar. Ist das random, wo der hier haut? Aber... Ich hab blöderweise die andere Waffen wieder nicht dabei, aber gut, das macht nichts. Hätte wissen sollen, du stirbst nicht. Rudi, wenn, dann kämpfen wir schon in einem Areal, wo man mal ein wenig am Blut hockt, gell? Ach, das ist das. Ich habe eine Überraschung für dich. Okay, Zeit für die Zugabe. Ah, fuck. Setsch. Theoretisch muss man nicht kämpfen. Ja, man muss einfach nur timen, dass quasi... Dass du den quasi... Ach, geil, da wieder Schocker. How about fuck you? Jetzt lassen wir das erst einmal in Ruhe wegfahren.
Ja, das ist halt die falsche Position, du Mongo. Aber der war ja auch. Komm noch ein wenig. Wie jetzt? Was ist dein Ernst? Wie auch schon wieder nach 3 Schlägen hin? Ist nicht was? Nein, ich brauch keinen Easy-Modus. Easy-Modus ist für Langweiler. Brauchen wir nicht. Der war gar nicht so schwer. Es ist einfach nur Timing-Geschichte. Mehr ist das nicht. Einfache Timing-Sache. Ja, komm mit dein Futzen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ach, das erwischt mich da auch, oder? Okay, weiter. Ich muss quasi da hinten stehen bleiben, okay? Wenn du mit dem Bolzenschussgewehr geschossen hast, kannst du den Angriff mit R2 verstärken, okay? Okay, ich muss quasi an der Schaltkonsole stehen bleiben. Damit mich der Container nicht wirklich erwischt, okay? Ja, das ist halt. Ja, wenn halt von einem da schon zweimal erwischt wird, dann wird es halt irgendwann schwierig, dass ich dann die zweite Ich habe eine Überraschung für dich. Ja, jetzt beim extra zu Fleiß, da stehst du, ja. Ja, das Problem ist halt, er darf mich jetzt nicht mehr erwischen. Wenn er mich jetzt einmal erwischt, bin ich wieder hin. Okay, Zeit für die Zugabe. Aber ich hoffe, das klang zeitlich. Mei, tu wieder ein wenig schneller! Schaut gut aus. Ja, ganz ehrlich. Gut, ich bin halt gesundheitlich schon wieder im Arsch. Sherry. Das dauert alles ewig. Oh, brauchen wir noch was? Ja, mehr Bolzenschuss, mehr Bolzenschuss soll ich schon. Hi, hallo, Heilung. Ich habe Überraschung, ich hätte sich selber weg. Ja, und das zweimal in Folge. Ah, jetzt schaut ja schon wirklich fertig aus, gell? Müllsammlungsraum Hebel. Ah,
Das ist der da jetzt. Mami ist hier. Sherry, hörst du mich? Oh nein. Sherry, Ist sie jetzt hier oder was? alles okay? Hat den erst. Was tust du da? Ich will dir helfen. Sherry bekam es implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Ich hoffe, Sie verarschen mich. Sie sind Ihre Mutter, also rein hier. Du verstehst das nicht. William ist da draußen und wenn ich ihn nicht stoppe, dieses Gespräch ist vorbei. Weil ihre eigene Mama hat ihr den Virus eingepflanzt. Warte, ich kann etwas tun. In meinem Labor. Es ist nicht weit. Mami? Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Sherry? Mami liebt dich, Süße. Ja, offensichtlich nicht. Leb wohl. Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hol dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. Mike, Kommentare. Zum Labor gehen. Ja, tolle Wurst. Oh, wenn jetzt... Wo jetzt? Schießen? Blöde Frage. Zum Labor gehen. Okay. Ja, okay. Gehen wir jetzt zum Labor, wird schon passen. Mike, was ist mit bei dir? Das ist einfach mit Dollar, das wird schon irgendwie passen. Ja, oder auch nicht. Ja gut, dann sperrt's mal alle Tieren zu. Man ist ja nicht so, dass da nur Tieren gabert. Da geht's jetzt aber auch keinen Spaß weiter. Okay, Brudi. Was soll ich machen? Hey, da hinten ist doch ein Tier. Ah, ja, man soll jetzt halt mal mit der Treppen probieren. Moment. Die Stammseilbahn. Gerade ein schönes Entspannungsbad gegönnt. Ja, das hört sich nach einer zauberhaften Sache. Also, kommst du gerade aus der Wanne oder bist du gerade in der Wanne? Halt durch, Sherry. Du wirst schon wieder. Du kommst gerade aus der Wanne, okay. Sind fast da, Sherry. Wir sind fast da. Oh, gut. Die Seilbahn. Ach, weil sie so anbandelt hat. Hier. Okay. Was hat sie jetzt da überlegt? Da wären wir. Halt einfach durch, Sherry, okay? Dir geht's bald wieder gut. Walleck! Du hast da eine Bindehautentzündung, Manni. Okay. Sollte alles überprüfen. Es Ja, gibt kein Zurück. Du sollst vor allem einmal deine Gesundheit überprüfen, Maral. Halt, nein, Entschuldigung, du bist ins Maral. Claire. Du sollst vor allem deine Gesundheit überprüfen. Das schaut nicht gut aus. Zieh merci für den Löckern guten. Wir haben glaube ich, gleich fertig. Wird schon wieder. Ja, freilich. Bisschen Augentropfen rein und dann. Ja, dann. Ja, schön wie hinkriegen, oder? Okay, wir jetzt. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen.
Ja, ich werde ja wohl kaum bei Fahren der Bahn auch freiwillig aus der Gondel springen. Das war ein wenig ein extrem harter Sport. Na gut, wobei ein Riese hat mir nichts mehr wundern. Hey. Ist okay? Deine Jacke ist so warm. Hab Das ich von ist meinem doch Bruder. Weißt du, sie soll mir Glück bringen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich hab was von dir. Ich will das nicht. Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Ist von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Da hat er instant aus dem Fenster jeden, das Ding. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Hey, Sherry, komm her. Hey, halte durch, okay? Nest wird in Kürze erreicht. Ist okay. Ich hab dich. Komm schon. Leute, ich sag's hängt wie es ist. Claire in Unterhemd schaut besser aus wie Claire in der Lederjacke. Ich glaube, da wird mir wahrscheinlich keiner widersprechen. Wie jetzt, ich kann jetzt nicht über die Truhe nutzen, weil ich das Weiberleid umeinander. Facts, true story. Kennt meine. Nehmen wir das und das. Oh, Ich bring dir ein Heilmittel. Halt einfach durch, Sherry. Ist okay. du kannst einmal. Nein, vergiss mir das. Ja, die typischen Simp-Momente, ne? Muss auch mal sein, wenn man schon mit der Claire spielt. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Die hält nicht Abstand. Bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Aber was ist jetzt dieser Hochsicherheitsgefängnis oder wo? Oh, leck. Bis die Türen vollständig willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Das Labordurchsuchung. Wie jetzt kann ich nichts tun, solange die. Mei. Okay. Da hol ich's auf Bridgen. Hier ist gut. Okay. Was jetzt? Irgendwas muss doch hier sein. Antivirales Agens. Das ist es. Das muss es sein. Alle, ich lese einfach mal irgendwas am PC. Ja, du, das wird schon passen, gell? Hey, Sherry. Alle, Ich absolut. muss gehen. Du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück. Versprochen. Komisch, dass da gleich ein Bett steht, ja. Das ist, und vor allem mit so viel Fernseher drin. Schaut, die haben da. ID-Armband, ja, perfekt, das nehmen wir. Da, schau mal, die ist voll ausgestattet. Boah, die kann 1, 2, 3, 4, 5. Boah, leck, wenn die alle laufen, was meinst du, wie viele Streams das die genießen kann gleichzeitig? Bist du bescheuert? Oh, da ist eine Granaten, die nehmen wir gleich mal mit. Ich würde sagen, da looten wir jetzt noch schnell, ne? Damit ich auch nicht. Oh, was haben wir da? Also, das ist der PC, okay. Und da hinten ist auch noch irgendwas. Ja, wir brauchen trotzdem mal groß, das hilft uns nichts. Hauptsache, da steht eine Salami-Pizza. Eine halbe, eine Dreiviertel. Ja, das ist super Sache. Das ist, schaut, das ist das neue Streamingzimmer. Ne? So soll das sein. Ein bisschen Retro mit dabei.
fettige Pizza hinterher, eine Kaffeetasse und 18 Millionen Bildschirme, damit du ja nichts mehr versammst. Sehr gut. Sehr vorbildlich. Man muss ein wenig zusammenräumen hätte können, aber okay. Wer immer da Stream schaut. 12,15 € Monitore. Ja, das klingt zum Stream schauen, glaube ich, ganz gut. Haben wir einen PC? Ja gut, ein groß werden wir jetzt so aktuell, glaube ich, nicht finden. Ist aber in dem Fall jetzt auch völlig egal, Freunde der Sonne, weil wir da im Labor erst nächstes Mal weitermachen. Und wir werden wahrscheinlich, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe und richtig einschätzen kann, werden wir beim nächsten Mal, also nächste Woche dann wahrscheinlich Resident Evil 2 beenden. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Wenn du mich fragst. Kann natürlich sein, dass wir noch uns. Ich glaube kaum, dass wir noch 2 Streams brauchen. Also, wenn ihr mich richtig erinnert, müsste da dann Ende sein. Tatsächlich. Also, wenn müsst jetzt noch aus dem Labor kommen und nach dem Labor kommt noch der Endkampf und nach dem Endkampf ist halt bekanntermaßen vorbei. Ne? Also, es wird wahrscheinlich so werden, dass wir nächste Woche wahrscheinlich, lass mich mal sinnieren, wahrscheinlich Montag werden wir dann Resi 2 fertig spielen. Sehr wahrscheinlich. Ich glaube 3 Stunden der lang. Außerdem, ich feile richtig hart rein. Aber normalerweise so 2,5, 3 Stunden so wird man da recht gut hinkommen. Und dann haben wir das erste Horrorprojekt schon durch, Freunde der Sonne. Und wahrscheinlich wird es sogar so werden, ich meine, ich kann es nicht einschätzen, das weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Wochenende, wahrscheinlich Sonntagnachmittag, dürft ihr mir noch nicht festnageln, aber wahrscheinlich Sonntagnachmittag, werden wir wahrscheinlich mit Madison dann vielleicht auch schon fertig. Ich weiß es nicht. Es kommt drauf, ich kann es bei Madison absolut nicht sagen. Aber womöglich ist am Wochenende schon so, dass wir die ersten 2 Horrorprojekte schon durch haben. Und da müssen wir uns eher Gedanken machen, was dreimal, wenn Resi 2 und Madison gleichzeitig fertig werden. Nahezu. Müssen wir halt einmal schauen. Weil dann brauche ich jetzt auch nicht mehr ein Riesenprojekt anfangen für den Oktober, weil das rentiert sich dann nicht. Dann brauche ich mir irgendwie so kurze Horrorspiele oder irgendwie so. Keine Ahnung. Hat mir sagen lassen, ne? Also gesehen habe ich bisher eigentlich wirklich nicht viel, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt Indie-Horrorspiele, die wo richtig gut haben und die wo halt auf einen Stream durchhören. Mal schauen. Weil ich glaub nicht, dass es sich dann rentiert, dass man noch Visage oder Dead of Night oder sowas anfangen. Das kann man mir nicht vorstellen. Dass sie das rentieren wird. Aber gut, da unterhalten wir uns dann drüber, wenn es soweit ist. Wie gesagt, Wochenende wahrscheinlich am Sonntag, sage ich dann noch in Discord, wahrscheinlich um 2 oder wo, je nachdem, wann Frau Bazzi zum Reiten geht, auf alle Fälle wieder Madison. Ja? Madison wird wieder sehr, sehr ekelhaft im Vergleich zu dem Hiding. Ja? Es tut mir leid, dass wir ein bisschen Zeit verschissen haben heute. Es tut mir leid, dass wir ein bisschen ein wenig ein starkes Backtracking gemacht haben, aber ich finde, das gehört auch irgendwo einmal dazu. Ein wenig liegt es auch an mir, weil ich halt einfach ein verplanter Volldepp bin in mancher Hinsicht und ohne einen Prof darf man wahrscheinlich immer noch in dem Rätselding umeinander rennen. Aber gut, mei, es muss einmal etwas nicht nach Plan laufen können. Ne? Dafür haben wir, sagt es so, dafür haben wir noch einen Resi-Stream mehr. Ist ja, glaube ich, auch irgendetwas. Ne? Genau. So. Sonst hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, trotz allem. Ich bedanke mich wie immer fürs Dasein. Bist du jetzt immer noch in meinem Discord oder was? Was war denn jetzt das? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war, aber wird schon passen. Hä? Was war denn das? Ich verstehe die Frage nicht. Ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Ich sag wie immer merci fürs Dasein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig Spaß gemacht heute. Ich bin unschuldig, ja. Genau. Der Discord-Server, den hat der Price schon eingestellt. Leute, wenn irgendwer neuer da ist oder noch nicht drauf ist, kommt da gerne dazu. Das darf mich narrisch gefreut. Ihr kriegt alle Infos bezüglich an Stream, wann ich live komme, mit was für ein Spiel, zu was für eine Uhrzeit. Ihr kriegt alles da rechtzeitig mit und ja, könnt ihr was weiß ich, einen Wecker da noch stellen, was weiß ich. Unterhaltet euch mit mir, mit der ganzen Community, die wo da bereits drauf ist. Also gerne mal drauf schauen, kostet nichts. Kostenlos followen, kostet erstaunlicherweise auch nichts. Das hat der Solti heute schon ganz gut vorgemacht. Gerne mal das kostenlose Following drücken, wenn es da nicht ganz zwider ist, was ich da tue. Das hat mir auch narrisch gefreut, kostet auch nichts und das hat mir schwer helfen. Okay, vielen lieben Dank. Ansonsten habe ich, glaube ich, heute nichts mehr zum Sagen. Meine ich. Hoffe. Müssen wir erst einmal schauen, ob wir noch einen Raid haben. Einen Raid haben wir doch bestimmt irgendwo, oder? Heute haben wir doch bestimmt irgendwo einen Raid.
Oh ja, den haben wir. Boah, leck, wir gehen heute mal wieder zum Cookie. Zum Cookie haben wir schon ewig nicht mehr gegangen. Beim Cookie waren wir schon ewig nicht mehr. Der ist jetzt, glaube ich, erst aus der Hopfenerntenpause wieder rausgekommen. Das spielt Assassin's Creed Mirage. Gut, da kann ich zwar dann nicht mitschauen, weil ich mag es ja selber spielen. Aber ich glaube, der Cookie ist heute mal wieder eine feine Idee. Den haben wir wirklich schon sehr lange nicht mehr geradet. Genau, der Price ist sehr aufmerksam, Leute, für eng, die es gerne schauen wollen, was früher so gespielt worden ist, schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da ist alles gespeichert, was so bisher seit letztes Jahr Februar abgelaufen ist. Unter anderem Madison ist jetzt, habe ich heute die zweite Wort veröffentlicht. Also gut, die könnt ihr auf Twitch abgesehen davon eher noch anschauen, aber ne, nur für den Fall der Fälle schaut da gerne mal drauf, kostet gar nichts. Könnt dann endlich die Projekte genießen in typischer Basi-Gang-Manier. Okay? Leute, ich sag nochmal merci für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Cookie. Lasst ein bisschen Liebe da bei einem bayerischer Streamer-Kollege, wie gesagt, spielt viel Retro, spielt auch viel neue Sachen, also bunt gemischt. Spielt Assassin's Creed Mirage. Wie gesagt, ich schaue mit drüber. Ich werde aber mich dann relativ zeitlich wieder aus dem Stream schleichen, weil, wie gesagt, ich möchte das Spiel selber irgendwann on Stream spielen. Und, genau. Wie gesagt, ein bisschen Liebe da lassen. Und ich würde sagen, haut euch eine. Viel Spaß beim Cookie. Einen schönen Abend euch und bis hoffentlich spätestens Sonntag. Okay? In diesem Sinne, pfiat euch und bis zum nächsten Mal zu Madison. Ich hab Bock.